Das Dekaden hier wieder. Ich hätte den ersten im Chat. Und einen Schmiede hier als erstes. Kämen wir nicht mehr aus! Wo waren wir? Ja nicht. Da waren wir aber so wach. Köstlich. Schmiedi, merci. Lebenssepp, merci. Aber der Birger geht's, alles fit. Einfach lustigen Stream. Hashtag Mönchshoflager leider immer noch. Auch jetzt zwack. Oh nicht. Muss er damit zum Endress fahren? Kaufst du mir gescheite Halbe? Was selbst da los ist? Opa Sepp. Merci dir. Sonderlich Punkt 20 Uhr. Was machen wir? Richtig. Halbe aufzwicken. Opa. Erst einmal keine Sorge. Ihr habt's mir nicht verloren und ihr werdt's mir nicht verlieren. Phase 2. Habe. Übrigens, Birger, Micke, auf eine weitere Runde. Day of the Tentacle, du verdammter Milchtoast. Habe die Ehre miteinander. Wir schauen mal aus. Jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein. Popo-Männer des Abends, Schmiedi, Löwe, Opa. So, habe die Ehre an Sprengi, Herbert, Cookie, COD, an den Ravens Live, an den Forest Squad, an den Mike, an den Hardcore, an den Leudel, an den Schittelbau, an den Mechax, an den Kekskuchen, an den Herbert, an den Kilian, an den Bigler, an den Hansti, an den Lev, an den Herrn Meiners, an den Herrn Fabian, an den Firehand, an den Rotorex, an den Black Bull, an den Extremen, an den Neobit, an den Sondermann, mit dem Forest Squad, an den Batman. Batman! An den Alinator, an den Sepp-Spieler, an den Grunde, an den Kilo und an den ganzen verdammten Rest. Fix Letten, aber geht's euch? Ah, Kinder, heute war schon wieder Tag. Heute war ich fleißig. Heute war ich wirklich fleißig. Und hat Birgerin noch eine Idee gehabt, aber da kommen wir gleich dazu, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal so einen Short aufgeladen werde, wie ich das gestern einmal testweise getan habe. Aber lustigerweise, spontan ist heute nochmal einer entstanden. Und er ist so full retarded. Er ist so fucking full retarded. Und ich weiß nicht, ob ich das normale Leute auch tun kann. Aber ich weiß die perfekte Plattform für den Full Retard Mode. Ich habe nämlich heute rausgefunden, musst du wissen. Ich habe heute rausgefunden, so, um TikTok zum Verstehen. Und wie ich es in meinem Kruzifix schon gesagt habe, ich darf es gern verstehen. Ich gebe mir wirklich Mühe, ich sitze mir hier und gebe mir wirklich Mühe. Opa! Schau mir nicht so an! Der Basic Gamer ist. Richt du mir lieber die Komplettlösung her, damit wir fertig werden heute. Merci dir. Um TikTok zum Verstehen, musst du zu TikTok werden. Und ich erinnere mich dann so zurück, und dann ist mir irgendwann einmal eingefallen, so, du so unschuldig, Full Retard, des Full Retard-Daseins bin ich auch nicht. Und hab dann nochmal an so Dinge gedacht wie ein Regentanz. Erinnert man uns noch an einen Regentanz? oder, ja, ich habe mal Birgers Kochstudio-Folge gemacht. Eine, und dann ist es nie wieder gekommen. Erinnert sich da noch irgendjemand? Ist lang her. Nein, das geht jetzt an den Ultra-Hardcore-Kern, der schon 2 Jahre da ist, mindestens. Wenn nicht sogar 3. Wie alt ist denn das? Das habe ich selber schon lange nicht mehr gesehen. Sollten wir uns vielleicht einmal anschauen. Also so wirklich so, what the fuck is he doing? He went full retard. Ja. Wird Zeit, dass es weitergeht mit dem Kochstudio, stimmt? Bringen wir, Kochstudio ist schon so alt. Ja, ist. Ja gut, nicht ganz. Ich glaube, wann war das? Ich weiß nicht mehr, wann das letzte war. Es gibt ja bloß 3 oder 4. Also es gibt ja 3 oder 4 ganz kurze. Das waren Shorts oder TikToks, before it was cool. Und dann gibt es ein langes. also 3 Minuten langes Einzelvideo gibt es. Da gibt es ein einziges. Ja, das ist 5 vor TikTok, Alter. Das ist eigentlich ist 5 nach TikTok, wenn du mich fragst. Mal schauen. So, wir schauen mal aus. Ich weiß es auch nicht. Wie schaut es aus im Chat? Herr Extremann schreibt, der Fucker, ja, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren aktiv dabei. Sechst das? Du musst noch mal ein paar Videos. Joe! Was ist los mit dir? Bussi Nussi! RT Daumen hoch, helle Hautfarbe, Hashtag Urlaubsgeld für einen bevorstehenden Urlaub, Hashtag Geldgeiler Wichser! Summertime. Summertime. Tommy! ÖRCY Euder ist gleich Whisky Glasel. Rotorex, mehr Schmerzensgeld.
Hey, Lachflash, du bist schon die erste Person, die mir so indirekt bestätigt hat, dass er es lustig findet. Das gefreut mich sehr. Leute, Dankeschön. Chill's ein wenig. Joe, merci dir. Domi, just mercy, Alter. Rotorex, Entschuldigung. Nicht merci, Entschuldigung. Mrs. Fink, habe dritt. Nee, Pommesgabel. Danke für deinen Zwickel. Muskatnuss! Ich vergiss dich nicht. Es ist aber auch kein, wie soll ich sagen, es ist kein Biergers Kochstudie. Es ist einfach, und ich muss auch dazu sagen, was da halt passiert ist, es ist auf der Biergerin in Mist gewachsen. Ich hätte es ja gar nicht gemacht. Also sie hat dann eine Idee gehabt, dann habe ich selber lachen müssen und es ist echt schon extremst lang her, dass ich über was ich selber über meine eigenen Sachen, dass es mir so zerrissen hat, wie über das. Weil das so dumm ist. Das ist einfach so random dumm, dass es einfach wurscht ist. So, und jetzt da ich sagen, wer kennt noch? Oh, du leckere Wurst, wohin des Wegs? Rollkommando! Extremmann, zeig's her! Weiß ich nicht, du schaust nach, wenn wir es sehen. Ich weiß nicht, ob ich es als Short aufladen möchte. Wir hatten den Short von gestern gesehen. Können wir uns vielleicht einmal, erstmal da drüber unterhalten, weil das ist was, das triggert mich schon wieder sehr. Und nicht schon wieder in die Hosen scheißen, dass wir schon wieder so lang, bevor wir spielen, schmatzen. Wir spielen das Spiel halt durch. Ja, ist mir wurscht, wenn es bis um 11 Uhr dauert, ist mir egal. So, jetzt pass auf. Shorts. Gesehen, ja, okay. Ja, das hat einigermaßen das Klickpotenzial, das ich sonst so auch auf die Videos habe. Und kurz zum Erklären, what the fuck ist Shorts? Ich habe von YouTube eine E-Mail gekriegt, wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich glaube, jeder, der einen YouTube-Account hat, das irgendwie gekriegt. Shorts gibt es jetzt auf YouTube. Und das ist offensichtlich die Antwort auf TikTok. Das sind Videos, ich glaube, unter 60 Sekunden mit einem im Titel Hashtag Short und dann wird es auf so einer Extra-Seite gezeigt. Ja? Da kannst du dann so durchscrollen wie bei TikToks. Genau das Gleiche. Es ist fucking genau das Gleiche. Bloß ein schlechter. Und TikTok ist echt schon kacke. Ich sag das ganz ehrlich, TikTok kriege ich Schlaganfälle, wie der Algorithmus da funktioniert, ich weiß es nicht. Ich lade da irgendwas auf, dann passiert eine Stunde gar nichts und auf einmal hat es bumm, 10.000 Aufrufe. What the fuck, what is happening? Keine Ahnung, wo kommen die Leute her, wer sind die? Ich kenne euch nicht, was soll das? Ich weiß nicht. Egal. It just works. It's 14 times the detail. Dann habe ich mir gedacht, hey, ich bin ein Rasen. Domi! Meine Chefin hat Schluck auf. Hilf mir, just mercy, oder? Hof Schluck auf. Hilf mal. Just MÖRCY euer Trinkglas. Dann nimmst du jetzt einfach dein Whiskyglasel, drehst es um und dann wird das wieder. So. Oder die Luft halten und dann 3 Platter die Dinger. Und dann ein Stempel Whisky ins Maul. Bussi aufs Nussi. An der Freundin. Von dir. So. Jetzt pass auf. Wo waren wir? Shorts. Was ist Shorts? So, dann habe ich gestern so einen gemacht. Ganz einfach. Das glaube ich, habe ich schon in meiner... Ich bin ein Rasensprenger. Danuvius! Mr. Wave! Geht's gut? Geht's Bier gehabt die ganze Woche? Bürger, hab die Jawohl. ganze Woche schon drauf gewartet, dass es endlich wieder weitergeht mit Day of the Tentacle. Das freut mich sehr. Merci dir für deine Donation. Ich hoffe, Sie haben Spaß, weil ich muss noch schnell 5 Minuten was erzählen. Dann muss ich noch schnell was herzeigen und dann fangen wir an. Und ich hoffe, ihr wisst noch, wo wir sind, weil ich weiß es nicht mehr. So, also jetzt pass auf. Da habe ich mir zuerst gedacht so, hey cool, ist ja cool, okay. Chill, sage ich das vielleicht nicht gleich wieder so wie TikTok, weil vielleicht ist es ja irgendwie in YouTube und dann kannst du ein bisschen mitmachen. Ja, warum nicht? Ja, diese Shorts haben keinen Aufwand. Das ist immer das Erste, was ich gleich gespannt habe. Du hast eine Idee und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das so gut funktioniert. Das ist das Erste, was ich da verstanden habe dabei. Das ist nicht viel Aufwand. Brauchen wir nicht reden, also da habe ich nicht gelungen damit, dass diese ganzen talentlosen Idioten einen Scheiß da hinrotzen und dieses 20-Sekunden-Video ist ein Aufwand von 20 Minuten. Grias an Dai und nach Passau an Sabi Mikey und mit Marco Mike! und Giane Grias an Anzobel. Grüß an den Zobel, an die Sabi, an den Mikrofon. Mike, Bussi aufs Nussi. Und dann kommt der Bambi wieder und muss wieder übertreiben. Der du Zipfe, alles fürs... Love you. Hashtag Full Homo. Möchte ich sehen. Der du Zipfe. Der. Fias Carport. Love you. Hashtag no homo. Ich bin für Full Homo. So, also... Leider, jetzt halt mir Fotzen, wenn wir es verzeihen, Kruzifix. Hütten, Sepp, haut drück, letztes Mal haben wir ja schon gerade geschmerzt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber was sagst du? Was? Aber was sagst du zum Rotpackerten seiner Aktion bezüglich der Flutopfer? Ich sag, das ist, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, ich sag das ganz ehrlich. Was hat er denn gemacht? Was hat er denn Großartiges gemacht? Warte, lass mich ran, er hat ein Video gemacht, wo er ganz furchtbar schimpft über irgendwelche Plünderer. Er hat ein Video gemacht, wo er dann sagt, da ist ein Spendenkonto.
Und auch die armen Leute, was natürlich richtig ist. Oder was hat er denn da? Er hat einen Live-Auftritt gemacht und die Einnahmen gingen an die Flutopfer. Kann ich ihm da irgendwie besser sein? Nein. Wie soll es dem dann da besser sein? Weiß ich nicht. Oder was hat er gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Kann das irgendjemand in den Text in den Chat einschreiben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat er heute sowas gemacht, oder? Ja, ich mache halt leider keine Live-Auftritte. Und ich schmücke mich nicht mit solchen Spendenaktionen, das habe ich schon vor 5 Jahren, aber das glaube ich schon gesagt, dass ich das niemals machen werde. Wenn ich das tue, dann tue ich das im Stillen. Bambi! Hashtag Full. Merci dir. Hör auf jetzt! Kruzifix! Hardcore! Schade, dass du bald in deine wohlverdiente Sommerpause gehst. Das eine Augen warnt, das andere gefreut sich. Weiß ich, was es ist. Auf jeden Fall fetzt merci für die hunderten Stunden, dass du mich bisher bestens unterhalten hast. Greets an rotkopfige Rakete. Rote Rakete. Niemand braucht sie bei mir. Bedanken. LKW voll gemacht und runtergefahren ist er. Und da habe ich schon gesagt, so, weißt du, warum ich da gar nichts tue und warum ich da nicht runterfahre, weil ich bloß im Weg umgehe. Was er wahrscheinlich auch da hat. Naja. Ja, nette Aktion, das haben wir allerdings andere nicht auch gemacht. Brauchen wir nicht schmerzen. Mike! Hashtag Full Homo. Merci dir. Ich glaube, ich bin wirklich der einzige Streamer auf der Welt, der 5 Euro Donations kriegt. 2 hintereinander mit Hashtag Full Homo, Alter. Ihr Herz so blöd, das ist unfassbar. Herr Leubel, alles für die Klicks, gell? Mei, wenn er da ein großes Tamtam draus macht und ein riesendrum Video, dann unterstelle ich ihm, ja, dann nehmen wir die Klicks und Aufmerksamkeit natürlich mit. Warum macht dann das nicht einfach so, dass keiner sagt? Ja, dann sage ich, alter, absolutärer Ehrenmann. Aber wenn er da halb das Kamerateam mit nachzieht, dann sage ich, Schöne Grüß AUSN Camp im Norden. Aber natürlich ist es eine nette Geste, egal ob man jetzt mag oder nicht. Dreck außer in NRW. Was ist in NRW? Bavarian Power, merci dir. Schöne Grüße aus dem Camp im Norden, Bayern, zücken die anderen aus dem Dreck, außer in NRW. Haben wir nicht bloß mir. Da haben, ganz ehrlich, ich will es nicht tun. Nein, weil ich automatisch das... Bürger Eude Wursthaut, Klias wo Braunau. Von Braunau ist noch nie was Gutes gekommen. Teufel, merci dir für dein... GTA sucht die, servus, wie geht's? Ich finde die richtig cool. Mr. GTA 5 sucht die, merci für deinen Zirkel, ich finde euch auch super cool. So, darf ich jetzt vielleicht einmal fertig verzeihen, wo wir waren? Soll der Rotbacke, da ist eine nette Aktion, um Gottes Willen. Fertig. Aus Amen, was soll ich jetzt da sagen? Der böse Rotbacke, der fährt mit dem LKW da oben. Wenn er mit Kamerateam fährt, fahrt er Beigeschmack. Wenn er ohne fährt, nice. So eine nice Aktion, Alter. Hab ich nicht im Kreuz. So, was ist? Hab ich auch überhaupt nicht die Zeit dafür. Wann soll ich denn das machen? Wann soll ich denn das machen? Am Wochenende vielleicht, ja? Vielleicht, war möglich. Ja, hab ich nicht da. Ich bin aber auch ein Hurensohn. Ich bin's Arschloch aus dem Internet. Was soll ich machen? Mr. Mash! Story. Hasst mich nicht XD. Aber das hast du schon geschrieben im Discord. Zweck. Das hast du im Discord schon geschrieben und keiner wird sagen, oh mein Gott, du gehst zum Rotbacker und Baum, du wirst dich gar nicht hassen. Ich mag ihn halt einfach nicht. Das ist einfach alles. Das ist einfach alles. Aber 4 an 10er an Nussi Abussi Jam im Stream war er drin, oder? Was? Aber für einen 10er an Nussi Abussi geben? Im Stream war er drin, oder? Was? Ob bei dem verstehe ich nicht. Tom, kann man jetzt mal wieder aufhören? Was ist denn eigentlich los mit euch? Mit dem 4 kannst du gar nicht. Ja, was außerdem mit meinem 4 komm ich gar nicht rein. Hört jetzt auf! Ich mach jetzt was erzählen! Kruzifix, Leid! Wir werden jetzt noch nicht fertig! Rotkopf Steff! Hier die Rotkopf. Muss ich noch was trinken? Ich schwitze schon wieder, weil ich schon wieder lästig wird. Rakete Griez an Hardcore und no bissel a Urlaubsgeld für dir Birgeli. Leute, es reicht jetzt. Dankeschön! Bussi, so, wo waren wir? Vergiss jetzt den anderen. Aktion hinher, das ist unfassbar schlimm, was da passiert ist, brauchen wir nicht reden. Aber ich hasse es, wenn sie dann diese Deprominenz irgendwelche Videos macht, oh, wie schlimm und ja, und die besten Leute und oh, danke an die Feuerwehr. Gott, halt dein Maul! Hast du die andere Tussi von RTL gesehen, die wo sie Glätten ins Gesicht schmiert, bevor es das Interview gibt? Von denen Leute rede ich. Von denen, der Kerl, der sich eine Blutgrätsche geben, dann Kerl kündigt und dann soll ihr Leben lang der Beruf genommen werden und verboten werden. Seine Scheiße, sein Rindviech, sein Brunstums. Züngibi! Hashtag Full. 3 Mal hintereinander. Züngibi, merci. So, Ruhe ist jetzt! Alerts sind jetzt aus, ich verzähl's fertig! Kruzifix!
YouTube Shorts. GTA sucht die Merci dir. Wann kommt mal die Twitch-Bits-Geschichte bei dir? Gar nicht, weil ich auf YouTube gleichzeitig streame und dann kein Twitch-Partner werden darf. So, jetzt pass auf. Grüezi, Jesus Christ nochmal. Ihr hört aber heute nicht auf Copeland. Nein, es reicht noch nicht. Doch, Entschuldigung. Aus jetzt. Aus, böse. Copeland, merci. So, jetzt pass auf. YouTube Shorts. Absolute Behinderung. Das Ding wird als normales Video bei mir angezeigt. Am PC kann ich es nicht ändern, nur auf dem Handy. Hab kein anständiges Handy, muss ich jetzt mal übers Handy machen von der Bürgerin. Jetzt haben wir dann bald so weit, dass ich mir wirklich ein Handy kaufe. Dann hat das Ding 20 Sekunden und wird in meine Analytics drin genauso gewertet wie ein normales Video. Ihr könnt das ganz normal kommentieren und was weiß ich was alles. Und dann müll ich meinen Kanal zu mit so 20 Sekunden Videos. Ja, will ich das denn? Es kommt dabei raus, wenn YouTube wieder 5 Sekunden lang über irgendein Feature nachdenkt, das einfach hier rotzen und absoluter Müll ist. Ich hab nicht kapiert, wo ihr das Video seht. Ich hab nicht gesehen, wann ihr das Video seht. Seht ihr das nur in der Shorts-Spalten? Seht ihr das im normalen Abo-Feed? Seht ihr das normal in meinem Kanal? Keine Ahnung, ich seh das nicht normal in meinem Kanal, in meinen normalen Videos. Ich kann das nicht in irgendeiner Playlist einschreiben. Komplette Behinderung. Also, wenn man denkt, weißt du was, wenn ich schon, weißt du, mach einen Shorts-Kanal, habe ich auch schon überlegt, aber ist doch absolut dumm. Außerdem beschwer mich da Gott sei Dank nicht bloß ich drüber, sondern. Opa! Was tust du? Was tust du? Was tust denn du? Warum? Das hast du den Stunde nie da, glaube ich. Wen hab ich's vergessen? Ha! Opa, ich weiß nicht. Stop it! Bussi. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hört's halt auf. Opa. Dankeschön. Stolzer Liebe, merci. Das ist mir vorgeschlagen worden mit der Abo-Glocke. Opa, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Merci dir. Hör auf mit die 50er zum Schmeißen jetzt. Bitteschön. Hört jetzt jeder mal auf, ich möchte fertig jetzt sein. Das ist mir vorgeschlagen worden mit der Abo-Glocken. Merci, stolzer Liebe. Opa, Gott. Okay. Ja, aber das ist schon das Problem. So, ich kann das nicht trennen. Wenn jemand nach Bürger sucht in der Suche, dann findet er nur noch diese 20 Sekunden Rotze. Was soll das Scheiße? Will ich nicht. Ich müll mir doch meinen Kanal nicht zu mit 100.000 sicher eine 10, 20, 30 Sekunden Videos. Vollkommen behindert. Ja, gut. Dann muss man dazu halt auf TikTok ausweichen. So, gut. Dann habe ich heute verstanden, TikTok habe ich heute verstanden. Warum? Warum? Um TikTok zum Verstehen, musst du zu TikTok werden. Und die Bürgerin hat da so eine Idee gehabt. Habe ich jetzt schnell die Kamera hingestellt, beziehungsweise ihr Handy. Und dann ist es ist wirklich lang her, dass ich über irgendwas Eigens wirklich gelacht habe. Es ist wirklich lang her. Ich schalte jetzt da um und dann lasse ich es 1, 2, 3 Mal durchlaufen, weil es halt ziemlich kurz ist, ist egal. Ich mache meine Kamera weg. Ihr schaut euch das einfach an, dann schaue ich mir ein bisschen so die Reactions im Chat an und dann spielen wir. Ist das in Ordnung? Okay. So, also. Ja, schalte um dann, du Trottel. So. Okay, also, viel Spaß damit. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Ich habe selber schon so lange nicht mehr über irgendwas, was ich gemacht habe, gelacht. Es ist so geistig behindert, dass ich normalerweise hergehe und lösche. Aber jetzt gibt es TikTok. Da soll es Leute geben, die das als Talent sehen. Okay, so.
Also da. Aber bei dir ist geil, IQ goes, das ist so gut, what the fuck, what the fuck, what the fuck, ha, so, ich bin blöd, gleichzeitig geil ist das, ich box nicht, wie oft hast du anfangen müssen, ich kann das nicht ruhig abdrehen, da haben wir ein paar Mal anfangen müssen, wie oft, dass ich auf dem Teil gesessen bin, und dann unter dem, zum Vollgas zum Loch anfangen und daneben steht ein Bier, ohne dass sie Vollgas zum Loch anfangen, das hat ein paar Mal gedauert, ja. Und wie dann am Schluss ich lache wirklich eine Millisekunde, nachdem dieser Schnipsel da ist, zerreißt es mich voll, weil wo der Ton aus mir rausgekommen ist, habe ich selber einfach lachen müssen. So, das war's, mein geistiger Beitrag für heute, der Stream ist damit beendet, ich habe mein Soll für heute erfüllt, aber die Ehre. Wer ist das denn? So, fangen wir an jetzt. Herbert! Hat kein Handy, was schwarz kann, aber ein Fitnessrittelplatten. Das ist nicht meine. Glaubst du, dass ich die hernehme? Jetzt, wenn ich 4 gehe und sie steht da so und denk mir, genau das, was du in dem kleinen Mini-Video da siehst. Video, Alter. Nice! Chris aus der Schweiz, wie immer, Herbert, Bussi aufs Nussi, der Donation habe ich schon gesehen, die blinkt nur schnell und jetzt spielen wir. Was das Lied im Hintergrund passt, auch mit Faust auffangen. Ja, das habe ich mit dem anderen Short auch schon hergenommen. Habe ich lachen müssen. Ich meine, das Haus da rein ist aus der YouTube-Audiobank. Da komme ich der Upload-Filter reinkreisen. So, jetzt ist der Ruhe! Klausi! Bester Mann am Platz, Hashtag Urlaubkasse. Klausi, vergesst für den 10er Bussi aufs Nussi auf und jetzt zum Donaten. Wir spielen wir jetzt. Wir müssen fertig werden. Ruhe ist. Los geht's. So. Mal abgesehen, Frage davon, ist mir da irgendjemand besser, wenn ich sicher die Videos auf TikTok mache? Das werde ich, glaube ich, nicht auf YouTube lohnen. Eigentlich mehr hätte ich gern, weil warum ist scheißegal? Ist scheißegal. Ist scheißegal. Meinst du, sie da recht viel macht davon? Ich weiß es nicht. So, jetzt pass auf. Spielen wir jetzt da einmal, oder was? Wie? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, geht doch. So, wollen wir stehen bleiben? Spielladen. Wir haben 2 Stunden, 6 Minuten, 40 gespielt, haben wir bei 48%. So, jetzt brauche ich, weiß ich nicht. Zwingen. Das heißt Zwingen, weiß ich nicht mehr. Automatischer Speicherstand 22, 2 Stunden 5, 2 Stunden 6,40. Da gemeine. Jawohl. So. Willst du Ton? Muss ein bisschen leiser machen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Ist... So, wo haben wir stehen bleiben? Wir haben in der Zukunft stehen bleiben. Okay. Ja, jetzt bei so Wort. Kartenspieler, Typ, Frau, alter Mann. Was kann man da jetzt da? Ich glaube, die beiden betrügen. Die katteln einfach ohne mich, das verstehe ich nicht ganz. Da haben wir einen Tentakelwächter, da haben wir, wir haben da irgendwo ja einen Drucker können, wo wir was da haben können, gell? Karten, nur mal die Karten. Moment, Sie dürfen betrügen, du nicht. Das verstehe ich nicht. Bei welchem Bar kannst du das Brill ohne Lachen noch anschauen? Das weiß ich noch nicht. Seitdem habe ich es nicht mehr gesehen. Mach's auf TikTok, bevor der Kanal zugemeldet wird. Mein Gedanke schon. Hey, das muss ja jeder zweite Alpha-Kevin in TikTok laden. Was? Das hat doch sowieso jeder zweite da in TikTok am Handy. Verzeiht mir doch keinen Scheißdreck nicht. Ah, okay. So, jetzt pass auf. Ich glaube, die beiden Nein, jetzt betrügen. mit der Donaterei auf. Preisjäger, hat mir gerade das erste Spiel auf Stream MMOGA Transport für laden, ich kann kein Spiel laden. Was mache ich falsch? Ja, Alter, was weißt du nie? Was? Hat mir gerade das erste Spiel auf Steam / MMOGA Transport Fever geladen und ich kann kein Spiel laden. Ich verstehe nicht, was laden. Du kannst da kein Spiel von Steam MMOGA laden. Du kriegst einen Key, den gibst bei Steam ein und dann kannst du Transport Fever runterladen. Verstehst? Und wenn du dann Stress hast, dann kommst du ins Discord, da bin dann noch ich und auch ganz furchtbar viele andere und die können dir das sicher erklären, wie es funktioniert. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Check aber deine E-Mails, da steht's drin. So, Leute, wie Inventar. Was haben wir mit da? Ein Skalpell, das liest man mal. Interessant. Ah ja, das war massive Information über das Skalpell. Oh.
Jetzt haben wir auch keinen Ton mehr. Warum haben wir jetzt keinen Ton mehr her? Jetzt nichts mehr, weil sie mich gestromt haben oder was? Moment, Sie dürfen betrügen, du nicht. Schmerzen wir mal mit denen. Lieber nicht stören. Lieber nicht. Sie betrügen sich gerade. Achso, da spielen bloß die zwei miteinander. Kann man doch mit ihm schmerzen? Dr. Fred? Dr. Sind Fred? Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Nun, ich muss hier noch eine Weile vor mich hinrotten, also. Ja, ich auch. Kann man die da am Boden nehmen? Irgendjemand hat geschrieben, die da am Boden nehmen, aber die kann man nicht nehmen. Die kann man nicht nehmen. Tentakelwächter, vielleicht kann man mit dem schmerzen. Schauen wir. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Mr. Was? Tentacle Guy? Ich will hier raus, das ist eine Verletzung meiner Rechte. Ich muss mal für kleine Tentakel. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Okay, dass das tatsächlich funktioniert, das hab ich nicht kommen sehen. Da hab ich nicht kommen sehen. Okay. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht auf das Scheißhäusl drin gehen. Oh, da ist ein Fenster, da kann man reinsteppen. Ja, Stecker. Chrono John, da kann man ihre quasi Sachen schicken. Leute, Schütze! Der Träger. Metalbürger! Und ist mal ein Postenverkauf auf meinem Hof. Wenn ich aus dem Wald Holzhacken wieder zu Hause bin, Alter. Such dir mal ein Leben, Alter. Sonst krieg ich wieder einen Schlaganfall. So, ein ins Fenster. Komm da. Das ist schon auf. Ja, dann grabe da rein, du. Ich bin zu groß dafür. Kommen wir da sonst irgendwo hin? Na gut, auf alle Fälle kann ich mir da so Sachen halt herschicken, aber die Frage ist, was ich mir da hinschicke. Der Stecker liegt daneben. Ziehen wir mal dran. Es ist mit dem Chrono John Ja, verbunden. das ist mir schon klar. Es ist mit dem Chrono John verbunden. Benutze Stecker mit Fenster. Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Brauchen wir Verlängerungskabel. Okay. Ja, da müssen wir uns Sachen durchschicken. Schauen wir mal zum Burnout. Was hat denn der so im Inventar? Wir haben da so einen Haufen Zeug. Kaugummi, Tinte, Kurbel, Schweizer Sparbuch, Trichter, den Vertrag. Irgendwas muss man mit dem Vertrag tun. Aber was ist die Frage? Was hat der Hoagie? Prothesen, Seife, Bürste, Decke, rote Farbe, Eimer. So, ich stehe komplett auf dem Schlauch, gell? Der Kurt Roy schreibt Plastikkotze. Aber was tue ich mit der Plastikkotze? Ich hab keine Ahnung. Oh ja, wir haben noch einen Dosenöffner, einen Laborkittel, Spaghetti, Bierchen. Wenn du sagst Plastikkotze, dann schickt mir die jetzt. Wem haben wir die jetzt geschickt? Haben die jetzt alle Klos? Ah ja, verstehe. Und was auch noch relativ, wie soll ich sagen, relativ naheliegend erscheint, das hat jetzt zwar gerade jemand geschrieben, aber egal. Der Vertrag muss ja unterschrieben werden. Die Frage ist von wem? Bei dem alten macht es ja keinen Sinn. Aber mit dem neuen Dr. Fred vielleicht. Wer kotzt, kommt weiter. Der Kurt Roy mit seinen dezenten Hinweisen, gefällt mir. Er schenkt's mir nicht direkt. So, schmerzt mal mit dir. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Herr Tentakeltyp, es ist Zeit. So, jetzt schmerzen wir mal mit ihm da. So, pass auf. Vertrag mit alter Mann. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn.
schmerzen wir Hey, mal nochmal mit alter dem? Mann! Hä? So wer er ist und so, vielleicht kommen wir's dann. Also wer sind Sie Also, dann? wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Löwe. Sohn Fett. Was, du hast den vorletzten Schön, Speicherstand euch geladen, zu beim sehen. letzten warst du ein wenig weiter. Das glaube ich nicht, es waren einfach eindeutig in derselben Sekunden gespeichert, die Spielplätze. Bin mir nicht sicher. Egal. Wer war das mit der Menschenshow? Merci dir für den Euro. Bus auf Sussi. Nun, ich muss ja noch eine Weile vor mich hinraten. Also, wie war das mit der Menschenshow? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Oh, das ist Nun, nichts ich damit muss zu hier tun. noch eine Weile vor mich hinrotten, also. Mit einem Augen Ja, lese ich einen Chat so ein ich bisschen. auch. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Tentacle Was? Guy. Ich will hier raus. Nur so kleine Tentakel. Oh, mir ist schlecht. Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Und was ist jetzt? Wieso brauche ich da jetzt Platz? Ja, was haben wir denn hier? Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Was, du hast doch ein Skalpell? Wollen Sie meins benutzen? Hä? Nein. Ja, ich verstehe schon mit mir, ihr ist schlecht und jetzt muss ich irgendwas mit der Gummikatze tun. Aber, Was? keine Ahnung. Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh. Sitz. Ruhig. Und jetzt? Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ja, aber... Oh, ich habe genug davon zu Hause. Nehmen wir mal alles, was man nehmen kann. Okay, das war einfach. Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Lizenziert für Sterbehilfe an Menschen zum Wohle der Tentakelrasse. All hail the Tentacle Race! Die Frage ist, was genau ist denn das eigentlich? Ich kann immer noch nicht verstehen, wie sie durch einen Saugnapf essen können. Die geile Zeichnung, Alter. Okay, jetzt pass auf. Ich erinnere mich schon an irgendwas, dass man so einen Bauplan oder so ein Blueprint irgendwie, der Tussi in der Vergangenheit geben muss, die erfahren nicht. Das weiß ich noch. Das glaube ich, habe ich ja im letzten Stream gesagt. Ich weiß bloß nicht mehr was. Es kann schon das Ding da sein, keine Ahnung, Tentakel. Aber dann macht es halt erfahren mit einer Tentakel. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich da jetzt wahrscheinlich ausgehe, dann holt mir der andere. Oh. Was ist das? Schild. Wache, Tür. Gehen wir da rein? Wieso kann ich mich da jetzt frei bewegen? Das ist ja quasi wieder dieselbe Kamin, Tür. Gehen wir mal da rein. Oh, währenddessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul,
Widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Was zur fucking Hölle haben wir uns da gerade angeschaut? Was ist denn das? Eine Recycelmaschine. Was haben wir da? Eine Mikrowelle. Schauen wir, was das Da sagt. sind 3 Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Was wird man da wie reinstecken müssen? Keine Ahnung, wahrscheinlich ein Hamster. Was haben wir da? Eine Recycelmaschine? Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Oh, da war noch was, Ah, da ist der der Pulli, den wir da in die Dinger eingesteckt haben. Ja, den nehmen wir gleich mal nehmen. Oh, süß. Was ist das jetzt ein Mini? Der ist ganz winzig, oder? Benutzen. Mit. Weiß ich nicht. Schrank. Öffnen. Waschmaschine. Benutzen. Wirklich mächtig kaputt. Mächtig kaputt. Stimmt, den Hamster haben wir eingefroren, den Hamster. Den müssen wir uns oben wiederholen. Jetzt gehen wir mal auf. Ah, blaue Tentakel. Da kann man nicht aufgehen, da geht doch normal eine Treppe auf. Tentakel? Da rede ich jetzt lieber mit... Oder hat jetzt Fingernägel bissen. Schnell, also gehen wir jetzt wahrscheinlich auf aufs Dach. Und dann müssen wir von oben oben. Kann man den nehmen? Da komme ich so nicht dran. Da müssen wir ihre Kurbel müssen wir auch schicken. Ich weiß nicht, was wir mit der fahren deren, aber ist ja fucking wurscht. Selbstspieler hat recht. Marika! Fenster? Da gehen wir mal rein. Einige. Was haben wir da? Flaschenzug? Brauchen wir nicht. Glaube ich. Öffnen. Keine Chance, das zu öffnen. Öffnen. Warum sollte ich da... Keine Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf den Flur beim Showraum. Und dann wieder oben. Dann schmerzen wir da mal mit ihm. Hallo, ich bin Du bist ein hässlicher Mensch. Bitte? Ich scherze nicht. Du bist wirklich der scherze schlimmste nicht. Homo sapiens, den ich jemals gesehen habe. Homo! Willst du mir damit etwas sagen? Danke, so gut siehst du auch nicht Danke. aus. So gut siehst du auch nicht Du aus. Tentakelpimmel. Ich habe nie gesagt, ich wäre, aber hast du dich in letzter Zeit mal gesehen? Von deinem Haar alleine kriege ich schon Albträume. Und deine Zähne, die Klamotten und dein eines Auge, das größer ist als das andere. Puh, wie viel schlechter kann ich noch werden? Nicht viel, außer es gäbe 2 von dir. Das ist so, der geile, trockene 90er-Jahre-Humor. Wunderschön. Der Lisolas Java schreibt, merkt ihr da, was er sagt? Okay. Was hat er gesagt? Die 2 verschiedenen Augen, Klamotten und was noch? Fuck! Da, wo ich Müssen wir herkomme, uns noch mal gelte ich als Schönheit. Ja, neue Du Haare, meinst neue einen Zähne Zwinger? und das Das Kittel. heißt nix. Ja, Jeder ja. da drin ist von der Show abgewiesen worden. Und dann muss ich wahrscheinlich an der Show auftreten, da, oder? Eine Show, super, trag mich ein. Eine Show? Super, trag mich ein. Tut mir leid, aber Menschen können sich nicht selber anmelden. Egal wie hässlich sie sind. Fragt einen Besitzer wegen der Anmeldung. Ja, okay. Also was? Kleidung? Augen? Haare? Oder? Kriegen wir hin. Also Kleidung weiß ich, ist garantiert der Kittel, der weiße. Oder der Pulli? Weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Zähne. Richtig, haben wir schon. Zähne haben wir. Wir müssen doch da irgendwie aufgeben. Na, Schmarri, ich bin ein totaler Volldepp, da kommt man auf.
Oder? Da kommt man auf. Was ist denn der eigentlich für eine? Oh, das ist eine Wache. Nur für Tentakel. Ja, das hab ich Gehorche oder ich bringe dich in den Zwinger. Na, nicht den Zwinger! Wenn ich nur ein Tentakelkostüm hätte. Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ja, gut, Ich da müssen wir wünschte, ich eigentlich- hätte eine Tentakelverkleidung. Ja, die kriegen wir schon. Tu dich nicht obi. So, Mr. Tentakelsepp. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich will ja raus. Jetzt hab ich verstanden, rote Rakete. Ne? Lila Rakete, lila Rakete. Ich muss mal für eine kleine Ich Tentakel. muss mal für kleine Ab zum Klo. Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gasse gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. I got some big business to do. Meine Damen und Herren. So, jetzt muss ich Scheiße im Blumen anschwimmen. So, jetzt pass auf. Schema kriegt der Hoagie. Schema an den Hoagie. Was hat der Bernhard so? Da müssen wir nochmal nachschauen. Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Was haben wir da? Ist sie was für ihre Fall? Kurbel gebe ich auch mal ihre. So, dann haben wir Tippex. Tippex kann man für 10 brauchen. Das zum 10 Uhr mal, das probieren wir aus. Probieren wir aus. Was haben wir sonst noch? Sonst hat er nicht mehr. Schauen wir nochmal. Öl. Spaghetti kannten ihre nicht Haar sein, hä? Weichkochte Spaghetti kannten ihre nicht Haar sein. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ich glaube, wenn man die Spaghetti durchs Klo spült, werden sie weich. Ich glaube, ich erinnere mich. Das mag ich jetzt schnell sehen. Ich glaube, dass ich mich erinnert. Haha! Wabbelige Nudeln! Da habe ich kurz selber mal noch eine Eingebung gehabt von früher. Hab ich noch gewusst. 10. Gehen wir auch hier. Seife, Bürsten, Dosen, aber dass das nicht durchgeht, verwirrt mich ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Da müsste der Mashup saumäßig gut kombiniert und sagt, Zähne ist gleich Zähne. das mal, aber was als Gewand? Oh lecker, wer soll denn deinen Namen lesen, Alter? Cyber Gamer 1012 Gamer Pro. Merci für den Euro. Bussi aufs Nussi. Zähne ist Zähne! Aber was haben wir noch? Gabi hat noch jemand geschrieben. Für was brauchen wir die Gabel? Das schickt mir aber auch mal. Geile Glowwassernudeln, Bambi, da hast du recht. Haben bekanntermaßen die besten Nudeln. So, schauen wir mal, was er hat. Er hat den Plan einmal. Tja, keine Ahnung. Ja, dann schauen wir mal mit dem Hoagie, dass wir der Tussi das Dingsealing, den Plan fürs Dingskostüm, fürs Tentakelkostüm, und das schickt man dann ihr. Boah, lecker, jetzt habe ich gerade den Ultra-Déjà-vu. Wie ich gerade bildlich vor mir gesagt, man muss verkleiden und nicht sich selber. Das. Brudi! Flashbacks, Level 9000! So, was wollt ihr machen? Ja, der Tussi, die Naht. Alter! Best Game ever! Bloß weiß ich nicht mehr, wo die Tussi war. Irgendwo da drin. Ja, die findet man schon. Da ist. Jetzt pass auf. Und gib's ihr. Besser nicht. Wie besser nicht? Dann legst du auf Muster drauf. Und jetzt ändert sich das. So ein Scheiß. Okay, was brauchen wir noch? Kurbi hat sie. Passt. 10 Spaghetti. Aber wo in der Zukunft ist denn die Mumie, oder? Cybergamer, was tust denn du? Bist du volltrunken? Was? Liebe Grüße aus dem tollen Frankenland. Frankenland? Solange du noch mal Schauerberg umeinander guckst, ist alles cool. Oder 20er ist zu, vor allem bei Leuten, deren Namen ich das erste Mal lese.
wenn ich ihn lesen kann. Cybergamer, merci dir. 20 sind zu viel. Bussi aufs Nussi, dankeschön. Seriously. Zu viel! So, jetzt pass auf. Leute, ihr müsst aufhören mit den fetten Beträgen. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Okay, dann ist uns nochmal schlecht, oder? Juhu, Mr. Tentacle Guy. Jetzt mal auf! Matrix, der von mir kriegst einmal wieder was. Sommerpause zahlst du ja nicht vor. Matrix, merci dir. Bussi aufs Nussi wieder. 13,28. Oh, mir ist schlecht. Währenddessen, lass mal das nochmal Schon über uns wieder? reden. Alter, merci dir. An alle euch. Weiß nicht, was das soll. So, haben wir schon wieder da. Aber der Doktor ist ja gar nicht mehr da. Na gut, dann schleichen wir uns. Holen wir unser Tentakelkostüm. Tentakelkostüm. Los geht's. Die Frage ist, wo in der Zukunft diese Mumie umeinander rennt. So. Dann Kurbel. So. Benutzen. Nehmen. Und dann zieh ich so. Wie es halt einfach schaut. What the fuck are you doing? Und dann Führer beißen. Okay, jetzt können wir uns frei bewegen. Jetzt können wir einen Hamster rausholen. So. Was sind eigentlich die drei für komische Leute eigentlich? Verrückte Person, Tür, lächelnde Leute, verrückte Person. Reden wir mal mit denen noch schnell. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Voll Homo! Voll Homo! Regenbogen vorne aus. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Ist dein Haar naturblau? Ist das blau, Alter? Bist du voll trunken. Worauf wartet ihr, Jungs? Das ist schon 1903. Nein, ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn du einen Mensch hast, der teilnehmen soll, dann solltest du dich beeilen. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Hey, warte mal. Victor. Ich muss los. Komm doch mal wieder. So, kommen wir da in den Keller gehen? Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1. Tentakel dem Nummer 1. allmächtigen Alten. Dem großen Vater Purpur-Tentakel. Purpur-Tentakel. Niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist. Ja, Ihr habt den Mann gehört. Lauft. Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Wieso glaube ich das nicht? Ah ja gut, er müsste mir auf alle Fälle irgendwie weglocken. Und jetzt Hey, blödes Tentakel. What the fuck are you doing, Alter? Cybergamer, was tust denn du? Was macht der eigentlich? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Was die Frage ist, was macht verdammte Franziska? Was machst du? Rest in peace, Mr. Headphone User. Cyber Sepp, oder what are you doing? Yeah. Bitte, Herz, bitte. Das ist halt schon der zweite Eskalateur. Bitte, please. Bitte, stop it. 50, 70, eigentlich 71 sind es Fei, Alter. Du weißt es. Bitte. Können wir es jetzt bleiben lassen, bitte?
Bussi aufs Nussi, natürlich auch. Dankeschön, seriously. Dankeschön von ganzem Herzen, aber Herz jetzt auf mit denen. Cybergamer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen herzlichen Dank. Ich ziehe meinen imaginären Hut und du und wer war der andere nicht? Der Opa kriegen die Babytrete, nein, die Babytröte und die Babytrete. Merci dir. Ich frage mich, wann es jemals aufhört. Dankeschön an alle, an die Zuschauer. So, Ruhe jetzt. Eistruhe öffnen, Hamster rausholen. Sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Nimm's. Was ist denn jetzt ein Tentakelkostüm eingestellt? Ich weiß nicht. Das Geld strömt heute wieder in Fliesen. Das war nicht schlecht, die hätten nämlich ein Bad zum Fließen. Haben wir einen Fliesenleger da, der mir das für 15 € schwarz in der Stunde macht? So. Jetzt pass auf. Weiter geht's. Was haben wir mit dem... Schauen wir uns mal den... Alter, wie schaut denn da drin aus? Ah, da ist die Zeitkapsel. Ja. Jetzt pass auf. Wir haben jetzt den gefrorenen Hamster. Schauen wir uns den mal an, weil ich gar nicht nachvollziehen kann, für was der ist, oder? Er ist steif gefroren. Steif. Was? So, Zeitkapsel, die kann man gleich mal öffnen. Öffne die Zeitkapsel. Hopp, hopp. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Dann machen wir es mit der Gabel auf. Ich glaube nicht, dass es damit aufgeht. Ey, wir haben doch einen Dosenöffner, oder? Haben wir einen Dosenöffner? Wir haben doch einen Dosenöffner. Wer hat denn einen Dosenöffner? Wer hat einen Dosenöffner? Schickt mir dann ihre. Alter, wer war denn das gleich wieder mit dem Tipp, dass man diese Gegenstände direkt da unten schicken kann und nicht jetzt mit zum Scheißhaus laufen muss? Wer das war, jeder, der da ist, drückt jetzt da 5-fach F. Press 5 times F for this guy und den besten Tipp, den er uns jemals gegeben hat können. Grütze fix, Alter. Leck mich am Sack, Alter. Wir müssen mal jedes Mal zum Scheißhaus hin und her laufen, was ich in meiner Kindheit so oft da hab, dass man Gummikotze aufkommt. Dosenöffner? Na, benutzen. Jawohl! Ja, Pro-Gamer! So, haben wir, jetzt ist er Essig. Okay, ich weiß nicht, für was dass wir einen Essig gleich wieder brauchen. Aber braucht nicht der Vergangenheitstyp einen Essig? Bin mir nicht sicher. Jetzt schauen wir mal, was wir da noch. Der Kerzenständer kann man den einfach nehmen. Keine Ahnung, der ist riesengroß. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Dekorativ. Dekorativ. Bild? Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Schaut denn das früher aus? Schaut das aus wie ein Pudel da oben? Das schaut eher aus wie der Grim Fandango. Kennt ihr noch Grim Fandango? Oh, leck, Grim Fandango. Hardcore Flashbacks, Alter. Cybergame, was tust denn? Hörst du jetzt bitte auf, komm mal mit dir. Alter. Bitte stellt's mir halt nicht sicher die Fragen in Verbindung mit so viel Geld. Hört's halt bitte auf, Alter. Bitte. Leute, bitte. Mir ist es so schon so zuwider. Mir ist es schon so zuwider, wenn einfach... Dann bist du wahrscheinlich noch nicht so unfassbar lang dabei. Da haben wir aber auch schon lange nicht mehr drüber geredet. Bitte nimm oder fasst das jetzt nicht falsch auf. Please don't. Aber da haben schon mehrere Leute nachgefragt. Und auch gerade wenn mir jemand so viel Geld herschmeißt, weißt du, was passiert, wenn ich jetzt mit dir ein Video mache? Weißt du, was dann passiert? Das mag ich nicht, das magst du nicht und deswegen alle anderen da herin auch nicht. Deswegen tut es mir zwar, natürlich tut es mir ein wenig leid, aber ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist, wenn ich sage, bitte Leute, versucht euch nicht so ein zum Kaufen oder irgendwie, keine Ahnung, dann wird aus dem ironischen, lustig gemeinten Hashtag geldgeiler Wichser der absolut gnadenlose, ernste geldgeile Wichser und das tue ich halt nicht. Ich hoffe, du bist mir nicht best. Bitte hör jetzt auf mit den fetten Donations. Bitte. Please. Cybergamer, hör auf jetzt. Stop it. Merci natürlich, um Gottes Willen. Weißt du, dann ist mir noch mehr zuwider. Merci, seriously.
So. Umschalten. Leute, weiter im Spiel, sonst wären wir nicht fertig. Da haben wir noch eine Bank, da haben wir eine Tür und da haben wir noch ein Beutel. Schauen wir uns das Beutel noch an. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Ja, ich auch nicht. Was kann man mit der Bank tun? Sieht bequem aus. Ja, dann schlaf halt. Keine Zeit dafür. Keine Zeit dafür. Okay, wir merken uns mal die Bank. Da haben mit Sicherheit auch noch viele Objekte drin, die gar keinen Sinn und Taug haben. Da haben wir WR. Was steht denn da drauf eigentlich mit WRF? Was bedeutet? R. R! Ever! H-A. Ja, wen haben wir denn da gefunden? Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Ja, ich hab grad die Ultra-Flashbacks. Auf einmal, wenn's das sagst, so, da war doch was. Oh, ein Verlängerungskabel ist auch gleich herin, das tust du auch gleich mal her. So, haben wir, was können wir nochmal? Pfosten. Was kann man. Diese Sorte haben sie beim Film. Sieht zu schwer aus. Seidenseil. Sieht doch so ganz lustig aus. Was haben wir da? Lavalampe? Cool. Cool. Keine Chance, das ist gefährlich. Ja, Lavalampe ist nicht gefährlich, aber auch nicht. Die ist ja schon von 1,5 Meter runtergefallen und sie hat Gott sei Dank nicht zerrissen. Alter. Das war ein bisschen seltsam. Alter. Ein lila Flamongo! Kann ich mit dem Flamongo reden? So verrückt bin ich auch nicht. Was mit dem Flamingo redet? Niemand? Nicht mein Geschmack. Was kann mit dem Flamingo da? Weiß ich nicht mehr. Nimm das, blödes Ding. Hier, Leute, hier, chillen. Hüttensepp, Spendenaufruf für die Sommerpause. Nein! Ja, außerdem bin ich nächste Woche auch noch da. Hüttensepp, wer ist wieder in Zwickel? Hashtag Schwachschwabe. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Das Gegenteil vom Vollbier-Squad-Mitglied ist der Schwachschwabe. Was kann man mit der Lampe da? Lampe? Schauen wir mal die Lampen an. Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Da muss er wahrscheinlich 1993 erwachsen gewesen sein, um den zu verstehen. Weiß ich nicht. Nimm mal. Bernhard würde es mögen, aber für mich ist das nichts. Ah, der Bernhard. Ich möchte das nicht anfassen. Na gut. Also wir haben jetzt den Typen da oben gefunden. Den müssen wir jetzt dann vergleichen. Gütiger Himmel. Oh oh. Du bist Purpur, Aaron! Mir ist wieder neu. Der ist pink, nicht lila. Ich finde schon, das ist doch lila, Alter. Bist du farbenblind? Wenn der nicht purpur lila ist, dann weiß ich es auch nicht. Krawallmaus, los mit dir. Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Ich habe bemerkt, dass du schimpfst. Sag, du kommst mir bekannt vor. Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ach, wir haben ja Tentakel, das habe ich schon wieder vergessen. Ich? Auf keinen Fall. Ich auf keinen Fall. Gut, du hattest mich verwirrt. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte steht Problem am Verkleinerer. Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Was? Leid ohne Finger werden. Hä? Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpurtentakel, der berühmte Welteroberer. Der ist über 200 Jahre alt. Bist du das gleiche Purpurtentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich, ich Hand habe aus. etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Ah! Hans, merci für den Fünfer, Grüß nach Österreich. Hashtag Lieblingsnachbarn, ab in Was den Chat. gibt's? Du störst meine Konzentration. Dankeschön, Leute. Herz auf jetzt mit der Donaterei. Meine Geheimwaffe ist fast fertig. Was ist denn das? Der Welteroberungspläne. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt.
Das hilft mir absolut gar nichts. Ich fass besser nichts an, solange mich dieser Nikolaus dort hinten beobachtet. Der Nikolaus Bum Bum. Was haben wir da? Haben das eigentlich Tentakelklos oder was ist denn das da? Er locht Weltherrschaft an sich reißend. Trust no one! Die hab ich schon lange nicht mehr gelesen, Alter! Hab ich da mit Geld schmeißen gehört? Schöner Grüß aus der Arbeit, der steht Geld, geiler Wichser! Trust no one! Welcome back! Merci dir. Herz auf jetzt! Grutzi fix! Und nur einer schafft's, Hashtag Lieblingsnachbarn zum Schreiben mit dem Herzl. Extrem an der Feier Herzl. Leg was denn das? Ach, das ist quasi so eine Umkleidekabine, oder? Da haben Treppen. Wo geht's da weiter? Food. Essensgutschein. Den nehmen wir mit. Essensgutschein ist gut. Geht nicht, das ist hinter Glas. Und dann hauen wir es halt zusammen. Wie nehmen wir das? Skalpell! Auf keinen Fall. Das lasse ich besser so, wie es ist. Trophäe, Bänder. Ah. Oh. Oh. Ah. Essen für 2 im Tentakelclub. Ah, wir haben einen Hammer. Mist, Stimmt, Herr nur Schädelbauer, für gut aufpasst. Tentakel. Herr Schädelbauer, gut aufpasst. Wir hatten den Hammer gehabt. Irgendjemand oder eine Bretthammer, eine Brechstange haben wir auch. Schick mir mal Jure. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ah, Chrono John, du bist wieder zu klar. Wo ist der Hammer? 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 Warum sollte ich wohl diese schöne, nutzlose Trophäe kaputt machen? Nein, das ist große Hauen, du Nudel. Ich kann aber auch das Ding nicht anwählen. Also ich kann bloß die Trophäe anwählen und bringen wir auf den Essensgutschein. Auf keinen Fall. Das lasse ich besser so, wie es ist. Das müssen wir schon irgendwie rauskriegen. Der Essensgutschein ist mit Sicherheit für irgendwas gut. Aber wie? Mit was für einem Teil kann der da rausgehen? Den Gutschein kannst du nur gewinnen. Kurt Roy, Dankeschön. Müssen wir uns nicht lange aufhalten mit dem Kass. Gut, dann schauen wir mal zur Mumie an. Vielleicht können wir die schon ein bisschen verkleiden. Und wenn wir die dann verkleidet haben, dann können wir vielleicht unseren Menschen anmelden und dann die Gesprächsoption auswählen, so, hey, wir haben einen Menschen. So, Obi-Reisen? Obi-Reisen. Sie haben alle noch da? Ach, jetzt können wir ja nicht mehr aufführen, oder was? Jetzt warte mal. Spaghetti? Es ist zu früh, um sein Haar zu machen. Ja, wir können ihn vielleicht jetzt schon anmelden. Wow. Hamster im Mikro, jawohl. Da hab ich vorher auch drüber nachgedacht. Das probieren wir mal. Leutnant, ich Bruder möchte Sie Max, etwas merci fragen. dir. Jawohl, gell, Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Danke Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Und ohne Tentakelkas unter die Saugnäpfe? Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Oh oh. Was haben wir denn eigentlich da gehabt? Ein Monitor, grünes Loch. Loch. Grünes Loch? Loch. Was war denn da? Was ist das? Nur ein Loch. Weißes Loch. Grünes Loch, weißes Loch. Monitor. Schauen wir mal Monitor, was ist das, Alter? Da steht Medulla-Rechteck. Weißes Loch? Das Schild ist schwer zu lesen, aber ich denke, da steht was von einem Affen. Was? Da steht Öffner. Aber der Öffner für wo? Das macht keinen Sinn. Spezies hier entnehmen. Steck mal einen Hamster in die Mikrowelle. Okay, das muss man tatsächlich tun.
Und jetzt lebt er wieder. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Was hat er denn für... Das war witzig, aber nur, weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikros stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Ich liebe dieses Spiel, Alter! Limzap! Das kann der Glory Hole sein. Boah, leck, Alter, das kann tatsächlich wahr sein. Der Hüttensepp, ja, es geht mir unter die Leute. Es bin bloß ich. Lasst mich in Ruhe jetzt mit einer Donnerei! Fixletten, Alter! Friss mir lieber einen Hamster, Alter. Oh, nasskalter Hamster. Ich glaube, den müssen wir... Also, der einzig logische Schritt, nachdem ich einen Hamster aus der Mikrowelle ziehe und er ist immer noch nass, ist der trockene. Wenn das jetzt funktioniert, friss ich im Besen, Alter. Nein. Schade. Der Hamster ist einfach nass. Er sieht immer noch unterkühlt aus. Ja, was soll jetzt da? Da musst du nicht dann in den Trockner... Kann man den wieder zurückschwärmen? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Oh, scheiß Klump. Drachensepp! Morgen gibt's Freibier für alle mal Schauberg 8 in Emskirchen. Traut euch, kommt zu mir, Hagebuttene! Ich schmeiß dir die Prügeln aus! Sei der Ruhe. Merci dir. Der braucht einen Pulli, den Kleinen! Schrotti, Flo, Laubfilter! Ihr seid so jetzt krass und der Z9DT, der hat's krass, da habt's absolut recht. Das sollte ihn aufwärmen. Ah, jetzt hätte ich auch gerne einen Hamster mit einem Pulli. Jetzt hätte ich gerne einen Hamster mit einem Pulli. Was haben wir da noch so herin? Nix. Was tu ich jetzt mit dem Hamster? Was zur Hölle tu ich jetzt mit dem Hamster und mit dem Pulli? Machen wir den Schrank lieber wieder zu. Frag mich nicht, warum wir ihn einfach wieder zu. So, und jetzt? Hört sie jetzt noch mal auf? Klausi! Wenn wir schon dabei sind, noch einmal. Ja, ich weiß nicht, was sie da über die erzählen. Ich versteh's nicht. So. Der Sprenger schreibt, die Menschen erschrecken. Das ist vielleicht gar nicht so dumm, ja. Schauen wir mal. Vielleicht erschreckt sie ja die Tentakel, keine Ahnung. Das probieren wir jetzt einfach mal. Hamster? Nein. Na. Aber gut, jetzt dann nächster Schritt. Schauen wir, ob wir unseren Menschen für diesen Contest da ummelden können. Und dann müssen wir ihn verkleiden oben dann. Schmerzen? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Absolut glaubwürdig. Oh, toll! Ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Haare. Hä? Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Das ist, keine Ahnung, ist eigentlich schon mal irgendjemandem aufgefallen, dass die Synchro von 1993 besser ist wie die meisten AAA-Vertonungen aus den letzten 20 Jahren? Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Klausi, merci dir übrigens. So. Bruno Max, wann kommt... Nein, das fangen wir uns gar nicht. Nein, just no. Das ist übrigens, glaube ich, heute vor einem Jahr gewesen. So, übrigens, da war der letzte Stream, glaube ich. Kannst du hingehen, heute vor einem Jahr. Kruzifix, Alter, da ist mir 2 Minuten hinstehen geblieben, Alter. So. Kommen wir jetzt da mal dem Haar machen. Es ist zu früh, um sein Haar zu machen. Ja, aber ab wann denn dann? Na, lächelnde Leute, kommen wir mit denen einmal schmerzen? Hi. Hi. Die sagen einfach nichts. Scheiß lächelnde Leute. Die haben einfach... jetzt warte mal, jetzt habe ich glaube ich noch was verstanden. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt.
Selber, geh mal, ich weiß nicht, was dein Plan ist, Alter. Kannst du bitte aufhören? Please, can. Spende für die Baustelle, oder ist schon fertig? Nein, ist noch nicht fertig. Aber du wirst lachen, sobald die Sommerpause anfängt, wird das untere Stockwerk fertig gemacht. Da ist heute der Boden gekommen. Heute. Vorher, irgendwann Mittag umeinander. Fange ich morgen an damit. Ob du es glaubst oder nicht. Merci, Alter. Und jetzt hör ernsthaft jetzt. Hör auf jetzt. I'm serious. Good boy. Das 5er kriegst für dein Fallset am Rüttelbrett. Soll ich dir noch mit sagen? kannst morgen anschauen. Vielleicht lade ich es als Short auf YouTube auf, weil es scheißegal ist, Alter. Schauen wir mal. Weiß ich nicht. Hey, habe ich eigentlich schon erwähnt, dass am Sonntag ein neues Lied kommt? Hören wir uns nach dem Stream vielleicht auch noch kurz an. Schauen wir mal. So. Wie machen wir das jetzt? Wir müssen die Tentakel da wegkriegen. Die Tentakel da, die schaut doch nicht so Gaudi aus wie so ein... Nein. Vielleicht die klappenden Zähne. Cybergamer, wenn ich Hilfe brauche, sage ich Bescheid. Das ist sehr nett, merci dir. Aber da geht es erst einmal nur um Boden verlegt. Stricher und so weiter ist schon länger. Aber jetzt wird erst mal der Boden verlegt und dann die Leisten rundum gemacht, dann kommt ein Haufen Mehlzeug und so weiter und so fort. Die Wohnung da unten nicht einfach wieder herrichten, die ist sprichwörtlich leer. Das ist eine Baustelle. Seit Ewigkeiten. Aber dann wären wir langsam fertig. Der Pebas schreibt, Alter, wo ist denn der Abo-Button auf Twitch? Ich hab nur einen Follow-Button auf Twitch. Warum? Weil ich zeitgleich auf YouTube stream jetzt gerade. Das seht ihr jetzt gerade nicht, ihr seht den Chat gerade nicht. Da sitzt nun mal der Hauptteil meiner Community. Und wenn ihr eine Twitch-Partnerschaft eingeht, damit ihr da auch subscriben könnt, dann darf ich nicht mehr auf YouTube streamen. Was ich natürlich nicht will, weil ich mag nicht jetzt mal im Prinzip Werbung auf YouTube machen. Hey, kennst du zu Twitch? Das ist mir zu blöd. Ich stream lieber auf beide Sachen und wenn wirklich irgendjemand so eine Mitgliedschaft eingeben möchte, dann kann er das auf YouTube machen. Funktioniert genauso. Außerdem ist YouTube sogar noch humaner mit dem, was der Streamer kriegt, als Twitch. Ob du es glaubst oder nicht. So, eine Ruhe jetzt. Danger Zone schreibt, brauchst du einen Elektriker? Eventuell, ja. Und kann passieren, dass ich da wirklich im Discord frage. Kann passieren. Ein Installateur haben einen Fliesenleger brauchen die. Das war kein Gaudi vorher. Der sich das Bad anschaut und sagt mir, was das kostet. Namensschild auf die Mumie. Ja, aber die haben doch ein Namensschild da. Ich hab kein Namensschild. Leute, weiter im Kontext. Spey. Wo kommt denn dieser vor mir her? Wo kommt denn das Namensschild her? Achso, das geht ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Ach, das habe ich von dem Typen gekriegt, wie ein Menschen angemeldet. Das habe ich gar nicht gecheckt. Nun geht's los. Ja, es geht los. Ich bin schon ganz nervös. So, jetzt müssen wir dekorieren. Aber wir können ja nicht aufhören, oder? Wir haben ein Tentakel. Ich bin ein totaler Volldepp. So, jetzt können wir dekorieren. Jetzt pass auf, jetzt kriegt er erstmal das geilste Grinsen. Dunk. Damals als Comic-Grafik noch geil war, wie hat das früher ausgeschaut. Oder? Wer denkt sich das aus? Wie viel Quadratmeter Fliesen brauchst du? Was darf denn der Quadratmeter kosten? Ganz ehrlich, das Bad ist literally, ich glaube, 2 Quadratmeter groß. Da ist eine Dusche drin und da ist ein Waschbecken drin. Und du hast 1,5 Quadratmeter, wo du dich bewegen kannst. Das ist ein Mini-Bad. Absolut mini. Nehmen wir es einmal Gästebad. Wie viel Fliesen brauchst du? Ganz ehrlich, die können nicht einen Teufel kosten. Mir geht es ums da, die Fliesen runtermachen und wieder eher eine Nasszelle. Ja. Mir geht es eher darum, dass mir jemand die Fliesen da sauber außer tut und vor allem das alte Duschwandel da außer tut. Das wird eine Wohnung für eine ältere Person. So. Da muss ich jemanden kommen lassen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ein Boden verlegen und so weiter und das machen und mich auf bei den ganzen Scheiß kann ich alles selber machen. Aber beim Badfließen hört der Spaß nicht auf. So, wir haben auf alle Fälle ein schönes Grinsen in der Mumie. Da gehen wir uns mal im Discord unterhalten. So, Haare auf! Und was noch? Ja, wir müssen 10 noch holen. Tippex? Nein, ich könnte ihn dreckig machen.
Kopf der Mumie. Mumie. Kopf der Mumie. Ah, Gabelhaare. Sprengi, guter Mann. Ist es denn jetzt? Wo kommen die Fleischklößchen eigentlich her? Kann man das irgendjemand sagen? Es ist so geil blöd einfach. Es ist so mit so viel Liebe zu Blödelhumor gemacht mit die Rätsel und so. Ich liebe dieses Spiel. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, was... Grinsen? Haare? Und lächeln, hat er doch gesagt, oder? Oder Zähne und lächeln. Verstehe ich nicht. Rote Farbe? Das ist gar nicht so dumm. Nein, ich mag die alte Farbe. Jetzt habe ich gerade noch was gelesen. Mit dem Clown kann man noch was da, gell? Das Klappergebiss, aber dann kann man das normale Gebiss da, das schöne Gebiss da nicht rein da. Das glaube ich nicht, dass das Klappergebiss irgendwas damit zu tun hat. Schauen wir mal bei ihm. Das Ding da kann noch irgendwas. Aber Ich kann nicht. Uso macht mir Angst. Uso macht ihm Angst. Augen hat er noch gesagt. Bernhard, Skalpell, stieg noch die Sau! Jawohl! Es lache was! Ja! So, Lachkasten ins Gesicht. Mach dir das jetzt die ganze Zeit, bitte sag ja. Kim? Nochmal. Hüttensepp, merci für den Zwickel. Hightower, 15. Leute, könnt ihr jetzt bitte mal aufhören, was der hier da? Grüß dich. Dank dir zockt mein Freund jetzt auch wieder mit mir. Das freut mich. Das ist die größte Errungenschaft in meiner Karriere, meines Lebens. Dass ich jemandes Freundin, egal wo, zum Zocken gebracht habe. Dass ihr miteinander spielt. Brüdi, press F. Schön dir zu zum Schauen, dank der schön. Herr Hightower, 15 Euro hätte das nicht kosten müssen. Niemand braucht sich bei mir zu bedanken. Ich sag merci fürs Zuschauen. Bussi aufs Nussi. Dankeschön. So, und jetzt kannst kotzen. Was? Kotze Boden. Kotze Boden? Wie, wo? Wo Kotze Boden? Wo Kotze Boden? Beim Bernhard? Kotze Boden? Osos Überreste. Es ist schlimm genug, die Verantwortung für seinen Tod zu tragen. Kotze Boden? Aber warum Boden? Boden, Kotze, verstehe ich nicht. Teilnehmer, Harold? Kotze? Aber wohin kotzen? Das würde uns disqualifizieren. Komm mal. Harold, Teilnehmer. Kotz mir irgendwo. Oh, Harold, das ist toll. Was sabbelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Wo geht's denn jetzt hin? Da steht's. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut. Das hat schon immer funktioniert. Bis ich Konkurrenz das sah. einfach ausekeln. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das ist doch dieselbe Das Stimme war vom nur im Dr. übertragenen Fried, Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle Hannes. meine Impfungen. Hannes. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Hannes, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Hannes Was Nielsen, für eine habe die Schweinerei. Habe die Ehre zurück. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Victory Hunt in Simpsons Hautfarbe. Bussi aufs Nussi. Harold, du bist raus! Hannes, du bist drin! Merci für dein 20 Jahre Baby-Tröte. Merci! Bussi Nussi! Der Hüttensepp schreibt, no, was sind noch hey? Hau halt die Fliesen selber runter, wenn's der Fliesenleger nicht schwarz macht, kostet der 60 Euro eine Stunde. Das ist ja mein Problem. Also Oberhauen ist auch nicht so ein Problem. Ich weiß bloß nicht, ob ich da was aufhackst mit dem Duschwandel und so. Und ich hätte gern das Duschwandel so, dass das quasi kein Duschwandel mehr ist. Oder ein flaches Duschwandel, es ist jetzt ein Hausduschwandel, ja, das ist so, weiß nicht, wie hoch das ist, weiß nicht, 40 cm oder so. Und eine ältere Person, ein Rentner oder sonst irgendjemand kann da nicht umsteigen. Und wenn er umsteigt, ist die Gefahr, dass er ausrutscht, sehr hoch. Dass man ein flaches Duschwandel nimmt, das im Boden einlässt, dass es bloß einen Zentimeter übersteht und dass ich da halt nichts kaputt mache. Ja? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie ein Bad ausgedroschen. Auf was ich da aufpassen muss bei einem Duschwandel, wie sowas da überhaupt festgemacht wird und so weiter, ich habe keine Ahnung. Wird halt der Abfluss so hoch sein, dass damals schon nicht anders ging? Weiß ich nicht. Ich kann lauter so sagen, ich weiß es nicht. Ein barrierefreies Bad. Ja, richtig. Ja, mit Halter an der Seite vielleicht, wo ich einhalten kann und wo man einfach reingehen kann, ohne dass man umeinander steigen muss und so. Ich hab keine Ahnung, das muss jemand anschauen, der Ahnung hat. Aus. Hannes, merci dir, Schluss jetzt, weiter geht's. So, der Harold ist raus. Was der mit denen da? Die haben ja keine Konkurrenz, die Mann, schau dir den Sabberlappen da an, was möchtest du mit dem? So, Mumie, was der jetzt mit der Mumie? Gehen wir mal da rechts weiter. Steht da jetzt jemand? Oder wo geht's? Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Warum haben sie noch alle so eine Türkenhauberl auf? Was ist mit denen? Preisrichter, komm mit denen schmerzen. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Ach so, die muss ich jetzt mit der Vieri schicken, oder was? Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an einer Mumie gesehen habe. Dick und voll. Und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. It's the hardest council of all times. So, Preisrichter, nochmal. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Warum macht man mir die ganze Scheiße da eigentlich? Was kriegen wir mit am Schluss? Den Essensgutschein? Ich mag den ruhigen Typ, mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Haben wir wieder Erster. Der Mumie ist Pro-Gamer. Was geht mit dir? So, was haben wir noch? Das beste Lachen! Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Du musst halt die echt einzeln dahinter schicken, oder? Grüße von Klo an Padre und Luki. Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ha. 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 Ha, ha, ha. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Die anderen haben überhaupt nichts da. Ha. Ha. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Was der ist denn in Baltimore? Der hat gerade von Berlin geredet. Unsere Arbeit hier ist getan. Ja. Wie hat das früher ausgeschaut? Genauso gut. Ah. Also es ist keinen Tag gealtert. Keinen Tag gealtert. Die haben so, das ist so ein schöner Flashback zurück in die gute alte Zeit, oder? Da haben wir schon, hab ich glaube ich schon einmal gesagt. Da hab ich auch irgendwo gelesen, ist auch scheißegal. Stellt euch kurz nochmal vor an die Leute, die so alt sind wie ich und vielleicht ein bisschen jünger. Stellt euch vor, es ist Freitag auf die Nacht,
2, 3 Spätsinn sind da zu übernachten. Ihr sitzt zu dritt am Boden, zu viert am Boden. Alle habt einen Controller in der Hand. Es ist alles scheißegal, es gibt keinen Stress nicht. Du musst dich nicht über die Arbeit aufregen, du musst dir über das Geld keine Gedanken machen. Du musst dir überhaupt nichts Gedanken machen. Ihr sitzt da und spielt die ganze verfickte Nacht GoldenEye auf dem Nintendo 64. Und die Welt ist in Ordnung. Hätte uns mal damals jemand gesagt, Alter, besser wird's nicht mehr. Und recht hätte er gehabt. Wann ist denn das jetzt? Hoppala. Oh, wir müssen mal speichern. Speichern! Wo kann ich speichern? Kann ich speichern? Oh, Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Wolltest du jetzt gerade Schnüff sagen? Was kann ich mit dem jetzt da? Jetzt kann ich wieder weg. Jetzt kann ich den wieder da oben schubsen, dann haben die Typen wieder weg da unten, oder? Schubs ne. Hopp, schubs! Nein, er sieht geschafft aus nach dem ganzen Kram. Oh Mamino. Der Scheibe oder Perfect Dog. I feel you. Nein, macht Pläne. Ah, Leutnant. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir. Aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde. Aber ich habe da etwas an den Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Kurti? Kurt Roy? Hab ich gelesen. Gutschein an den Verschenken, der was bewachen tut. Da war ich jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen. Warum? Hätte ich wahrscheinlich besser mit dem schmatzen müssen, oder? Dann hätte man es vielleicht irgendwo ausgelesen. Ah, ich bin Laverne. Nette Uhr. Aha, wir sehen uns. Wir sehen uns. Nimmst du mit Liebe? Ja, vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Abenteuer erzählen. Nee, keine Abenteuer. Nimm mir Essensgutschein. Nee, das ist was Besonderes. Vielleicht sollten wir den mal lesen. Essen für 2 im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Show? Nein, ich bin nicht wegen der Show hier. Schon vorbei. Nein? Bist du ein Menschenbesitzer? Wenn ja, denk mal über eine Teilnahme nach. Ja, Schnauze, das Da ist gibt schon es vorbei. ein paar tolle Preise zu gewinnen. Ist schon vorbei. Der Hauptpreis ist ein Essen für 2 im Tentakelclub. Ah, nette Uhr ist schon... Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nähert sich ihr, solange ich hier bin. Könnte ich bitte die Uhr Könnte ich anfassen? bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid. Nein, niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Wir sehen uns. Der Werte. Ja, Knast. vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Abenteuer erzählen. Und er muss was fangen, sonst darf er nicht so ausschauen mit so einem Netz. Aber ich weiß nicht was. Da kann ich auch nicht aussehen, dann gehen wir wieder da rein. Keine Ahnung. Waren wir da eigentlich schon drin? Ah.
Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Tentakelbabe, Alter. Ja, wenn's Tentakelbabe sagst in dem Jahre 2021, dann wird er meistens eher schlecht als... Ja, du weißt es schon. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Ich suche nach einem Tier. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese 3 Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir 2 Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Okay. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Ciao, tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust hier zu sein. Ja, dann jetzt pass auf. Jetzt macht das schon mehr Sinn da mit dem... Ja. Super, Abendessen für 2 im Tentakelclub? Jawohl. Ab mit dir. Das muss ich meiner Frau sagen. Ab mit dir. Und jetzt Schalter betätigen, dann kommen die da raus. Was mir das bringt, weiß ich noch nicht, aber... Ihr seid frei. Hinfort! Frei für was? Schelme! Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Ja! Knockert! Tolle Sache. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssen wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Was ist Stinktiere? Ja, und was soll das jetzt da? Verrückter Wet Edison. Karten. Kann ich jetzt vielleicht mal die Karten nehmen? Moment. Sie dürfen betrügen. Du nicht. Hamster Omoin wie ein Stinktier. Aber mit was? Aber, oh, wir haben noch was. Wir haben eine Trophäe, haben wir auch noch gekriegt. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ja, irgendwie Stinktier ist schwarz mit einem weißen Streif. Wir haben eine Zaubertinte. Wir haben einen Kaffee, der schwarz ist. Probieren wir jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber... Hamster haben keinen Sinn für Humor, das weiß doch jeder. Nein, ich mag die alte Farbe. Rot Omoin bringt auch nichts. Was das dann da herinbringt, dass man... Oh, nun schreite ich aus dieser Tür raus in die Freiheit, für die meine Vorväter gekämpft haben. Gib auf! Okay. Draußen ist eine Katze, die musst mit Tippex zum Stinktier machen. Was für Katze, Alter? Mit ihr können wir nicht aus, mit ihm. Haben wir die Maus schon mal gesehen? Haben wir die Katze schon mal gesehen? Bei ihm. Der Dieb ist auch nicht mehr da. Kann man da hindrehen? Wo ist denn die Katze denn? Bei ihm ist es auch nicht, dann muss er bei ihrer selber mit ihrer. Also mittlerweile. Ich vergiss aber, dass wir mittlerweile rausgekommen, wir haben ein Tentakel! Dumm! Dumm! Echt jetzt? Ich kann da nicht näher ran. Verlängerungskabel mit dem Stecker. Kabel da ins Fenster rein. Verstehe. Und dann müssen wir da... Ja.
Nein. Zu langweilig. Kaugummi, Skalpell, Kaffee, Trichter, Laborkittel, Öl, Bürsten, Seife. Wir kommen an die Katze. Ich kann da nicht näher ran. Tippex am Zaun, das glaube ich, habe ich schon probiert. Also das hab Ich kann da nicht näher ran. Ach, ich hab Tinte genommen Das und nicht das sollte klappen. Tippex. Ich voll Depp. Das war der Plan, ja. Und Katz, früher. ich hab's mit der Tinte ausprobiert, was natürlich gar keinen Sinn macht. Was tut's denn jetzt? Jetzt ist er um. Und was soll ich jetzt? Katze. Ich hoffe, die Farbe ist bleifrei. Ja, und jetzt? Hamster? Nein. Was soll ich jetzt? Früheres Motel? Ich kann mit der aber auch nichts machen. Mal nochmal zu einer gehen? Vielleicht kann man da jetzt was tun, keine Ahnung. Sid? Wo bin ich? Nun muss ich hier noch eine Weile vor mich hinrotten, oder so. Nun, ich muss hier noch eine Weile vor mich hinrotten, also. Ja, ich auch. Vielleicht oben am Dach. Mit. Schauen wir mal auf. Wie gesagt, Mausloch beim Bernhard. Stimmt, da gab's Mauslöcher, das stimmt. Kann ich da jetzt die. Ja, da habe ich ein Seil gebraucht, ja. Katzen essen Mäuse. Ja, ist mir schon klar, aber Hamster fressen soll da. Aber typisch halt natürlich Mäuse. Aber wo kriegt man eine Maus her? Ja, dann schauen wir uns mal die Mauslöcher an. Schauen wir uns mal die Mauslöcher an. Gehen wir auf in die Badzimmer. Out of Order. In der Gegenwart, aber da hat man doch keine Maus nicht gesehen. Aber Mauslöcher, da habt ihr schon nicht Unrecht. Die waren, nein, da waren sie am nächsten. Da waren es zwischen denen zwei. Aber wie kriegen wir die da raus? Da ist eine Maus. Schauen wir uns mal dieses Mauseloch an. Es ist ziemlich klein. Ja, das ist schön. Sollen wir da einen Hamster einstecken? Aber was hat denn der Hamster mit dem Pulli eigentlich für einen Sinn? Ein grünes Tentakel. Es ist ziemlich klein. Ein Hamster da einstecken? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ne. Gibt's die Mauslöcher eigentlich bei ihm schon? Schublade? Machen wir die Schublade auf, machen wir die Schublade. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Haugi Matratze Maus. Da war letzte Woche schon was wir nicht mehr gemacht haben, aber noch machen wollten. Ich erinnere mich. Kurti, du bist mir zu brutal, Alter. Da war's. Quietschende Spielzeug aus. Ja, nimm so einen, oder? Hoppla. Böse Mieze, böse Mieze, aus, böse Mieze. Nein, Mieze, böse Mieze. Was geben wir der? Ein Hamster können wir ihr nicht geben. Öl. Benutze Öl mit Katze. Ich will nicht. Was haben wir ansonsten noch für Gegenstände? Kaffee, Trichter, können wir das irgendwie... Wohin damit? Mir wurscht. Wohin damit? Quietschen sollen sie jetzt kosten.
Wohin damit? Wohin damit? Ah, das hat aber gar... Ah. Was, wie... Ach, da hinten. Das kann ich nicht machen. Wohin damit? Was ist das bitte? Ja, aber wie soll ich... Wie soll ich denn die Betten tauschen? Wohin damit? Ich bin schon drauf gekommen, dass die auch quietscht, hat so einen längeren Weg, dann kann ich hin, aber... Ach so. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Auf so einen Blödsinn musst du erst mal kommen. Warum kommt... Boah, da habe ich da gerade einen Katzenarschloch gesehen. Und das ist sein Arschloch! So. Es gibt nichts Lustiges wie Katzenarschlöcher, wieder. Oh, Maus! Was haben wir mit der Maus wollen? Ah, die muss da andere fangen. Oder? Nein, die Katze in der Zukunft. Ja. Pass auf. So, gehen wir wieder oben. Oh. Tommy! Mercy, Alter! Ich weiß nicht! Und das ist sein Arschloch! So, die schlägt sich in den Arsch da um. Kriegst die Maus. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Noch eine Spezies. So, in das gehen wir jetzt im Friedel-Rezept da drin, oder was? Pass auf. Katze. Das ist keine Katze. Okay. Hey, seht mal, ein Stinktier. Das ist einfach weg. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen! Ja, hier Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Das hab ich gesehen. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Jetzt können wir endlich in die Uhr absteigen! Los! Los, los! Los! Hopp! Pendeluhr! Öffnen! Pendeluhr! Wieso nimmt denn da Anlauf? Ich verstehe nicht. Verlängerungsschnur. Benutze mit Steckdose. Dann steckt man den Hamster da rein. Dann haben wir Strom. Und mit dem Staubsauger saugen wir wieder aus dem Loch. You suck! Der arme Hamster, was muss denn der alles über sich ergehen lassen, Alter? Hab ich jetzt wieder Klappe öffnen und dann ist der Hamster drin, oder? Staubball. Es ist mit so viel Liebe gemacht, ich liebe es.
Ja, aber wir kriegen den jetzt da noch mehr rein. Den stecke ich jetzt einfach noch mehr rein. Nun? Hopp, hopp. Ja! Electricity. Schaut euch den mal an. Da, ja, Er das ist rennt los. und rennt Meine und Augen haben rennt da. und rennt. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Eigentlich so ist er läuft. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Die Duracell-Werbung von damals. Was haben wir da eigentlich für einen Müll in Schachteln? Okay. Handschuhapparat. Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Das ist eine Radkappe. Nehmen wir mal die Radkappe. Jetzt haben wir eine Radkappe gekriegt. So, was haben wir denn die wieder? Da ist eine Beule drin, geformt wie mein Kopf. Warum habe ich das Ding aufgehoben? Jetzt fangen wir an, die richtigen Fragen zum Stellen. Ja, jetzt können wir uns heim teleportieren, oder? Wir haben alles. Oh. Neue Pläne. Ich habe den frabimatischen Dingsbums für Sie, Sir. Du meinst den frapiestatischen Hochfrequenzgenerator? Ja, genau den. Aber ich habe Probleme, den Numo sowieso zu finden. Des pneumoelektrischen Verstärkers. Versuch es mal im alten Labor im Keller. Dort ist seit 200 Jahren keiner mehr gewesen. Das ist heute viel Gerücht. Ja, Sir. Der Verkleinerer wird mein krönender Abschluss. Mit ihm bin ich in der Lage, die gesamte Menschheit wegzuschrumpfen. Okay. Normal müssen wir doch jetzt mit ihrer wieder heimkommen, oder? In Gegenwart. Und das darf halt eigentlich nicht gehen, wenn ich... Oder? Das würde nicht reinpassen. Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss auf Bernhard und Hoagie warten. Okay. Okay. Der Essig muss zum Hoagie. Der Vertrag muss auch zum Hoagie. So, back to the past. Was er sonst noch braucht, das werden wir herausfinden. Zurück zum Hoagie. So, wir müssen jetzt irgendwie diesen Vertrag unterschreiben lassen, dass wir ganz viel Geld auf dem Konto haben, um den Diamanten zu bestellen, glaube ich. Wo ist denn da der Tag? Der ist ganz unten. Aber davor brauchen wir diese 3 Utensilien für ihn unten, wo ich schon wieder nicht mehr genau weiß, was das war, aber das findet man gleich raus. Da haben wir schon einige Teile dafür. Hauptsache sein Arschgrunzen schaut aus. Schön sauers Mauerdekolleté auf Ralle. So, Red Addison. Hey! Hey! Was gibt's diesmal? Alles. Was machst du da? Was brauchst du noch für die Batterie? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Gold. Öl. Ah, exzellent. Exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Okay. Dann Essig haben wir auch. Essig. Ah, exzellent. Okay. Das brauche ich für meine Superbatterie. Und Gold. Irgendwie wird man das vergolden müssen, nehme ich an. Trophäe ist nicht golden. Der Pokal, schauen wir es mal an, keine Ahnung. Oh, Keine Ahnung, probieren wir das macht keinen Sinn. Ja, Das macht keinen Sinn. Was? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Goldzähne haben wir nicht mehr. Die stecken in der Mumie drin. Die Feder von Georg. Sehr gut aufpasst, Leute. Da hätten wir jetzt auch wieder ewig gebraucht. Oder die Glocken vielleicht. Aber es ist schon die goldene Feder. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir ihm einmal ein Dick.
Den friert ja die ganze Ich habe Zeit. Besseres zu Das tun. macht überhaupt keinen Sinn, den friert doch. Und was möchte Jefferson von uns? Schmerzen wir nochmal mit dem. Yo, Tom. Yo, Thomas. Tom. Wie geht's der Zeitkapsel? Und wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Und für meine tolle Leistung kriege ich jetzt... Wie geht es dem Goldene Entwurf Feder. der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Tatsächlich haben wir gerade Ozeloten das Wahlrecht gegeben. Ozeloten, das Ich war- hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Bis später. Was? Was passiert später? Früher waren wir so dumm, Alter. Ich probiere jetzt einfach mal, die zu nehmen und schau, was passiert. Hey, Finger da weg. Decke Kamin, sagt sie. Aber wir haben es doch extra angezündet. Ach, dann friert ihr ihm wieder, oder wie? Aber was hilft mir das? Ich habe Besseres zu tun. Ne? Ich habe Besseres zu tun. Ich habe Besseres zu tun. Kommt mir... Ich schreibe es sehr gut. Doch. Ja, hab schon verstanden. Hab schon verstanden! Kinder, hab schon verstanden. Nö, chill. Ich muss auch mal vielleicht 5 Sekunden selber drüber nachdenken, ob es mir einfallen wird. Aber schwierig. Kommt man da aussehen? Ja. Jetzt bei so wacht's. Der raucht ja nicht so Gaudi so. Verstehst? Jetzt flippt unten der Vogel aus. Haha! Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Feuer! Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Das war schon so. So, wieder rein ins Fenster. Schauen wir nochmal oben. Der dicke Yogi. Die Katze ist also retarded, schon die Katze. Weil früher war es noch ein bisschen einfach, da hat man gleich gesehen, mit was man interagieren kann. Aber da, die Betten schauen nicht so aus, als kannst du damit interagieren. Da hat es keine Shift-Tasten gegeben, da wo du mal so machen kannst und dann sagst, mit was du alles interagieren kannst. Damals hat es auch kein scheiß Google gegeben, da wo du mal schnell nachgeschaut hast, wenn du nicht weitergekommen bist, sondern da hast du so lang gespielt, bis du irgendwie auf den Scheiß gekommen bist. Das Game, Alter! Das Zeit, Alter! So, jetzt schauen wir mal. Jetzt ist da keiner mehr da. Jetzt können wir die goldene Feder klauen, hä? Goldene Feder, nimm die goldene Feder, los. Jawohl, und die bringen wir ihm gleich oben. Kurz Zeit, Alter. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Oh. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Ja. Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Was? Sohn, weißt du Sohn? irgendetwas über eine Decke? Nein. Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Da hat er recht. Wir sehen uns später. Wieso? Was ist später? Abflug, Haugi! So, goldene Feder. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Sohn. Platz. Was ist das? Was hat er noch? Ist ein Kreissog, ein Motorsog, Stiegssog? Ein Akkuschrauber, der Kikeriki macht, was zur Hölle, Alter? Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Das heißt quasi, die scheiß Superbatterie kriege ich nicht. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Echt jetzt? Soll das lustig sein? Ja.
Bin sehr beschäftigt. Ja, tschüss dann. In Kuhi muss ich noch. Wo waren die? Was haben wir denn in der Kuhi vergessen? Schwingtür. Da kann man noch was machen. Ich will nicht. Wie, ihr will nicht? That's what she said. Was? Ha! Warte, ich geh auf Zeiten. Jetzt haben wir einen Eimer voll Wasser. Was zur Hölle? Was zur... Was tun wir mit dem scheiß Eimer Wasser? Weiß ich nicht. Langsam gingen wir also ein bisschen... Einen haben wir noch gar nicht gesehen. Jetzt weiß ich mich beobachtet. Und den erinnert ich mich an. Wir haben ja jemanden, der da irgendwo Drachen fliegen lässt. Aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Der muss doch draußen irgendwo sein. Was ist da los? Kalle Schwänzen! Servus, Chef, mal wieder da. Und weh, du lachst wieder wegen meinem Namen. Niemals nicht. Schwänzen, Karl. Na was, die Freundteil? Schönen Urlaub wünsche ich euch. Merci dir für deinen Drilling. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Noch haben wir keinen Urlaub. Nächste Woche noch. Nächsten Mittwoch, letzter Stream, Plätschmerz. Unterhalten wir uns über, was weiß ich nicht. Alles, was uns einfällt. So, dann müssen wir da rechts wahrscheinlich weitergehen. Da waren wir noch gar nicht, schon. Da ist er. Ben Franklin. Was tun der so? Hallo. Hallo. Franklin. Ben Franklin. Schon bald bekannt als der Erfinder der Elektrizität. Schließ mal. Kennst du Red Edison? Er ist auch Wissenschaftler. Red Edison? Ein Wissenschaftler? Er ist nur ein Wirt, der Wissenschaftler spielt. Und er ist in beidem nicht besonders gut. Ich verstehe nicht, warum Washington und Jefferson sein Lokal zum Schreiben unserer Verfassung gewählt haben. Solltest du nicht sagen, der Entdecker der Elektrizität? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Während wir uns unterhalten, versuche ich, die Kräfte des Himmels für mich zu gewinnen. Wenn es klappt, werde ich der mächtigste Mann der Erde sein. Du bist verrückt, Ben. Ha, das haben Sie auch über den Mann gesagt, der das Fernglas erfunden hat. Warst du das nicht? Gute Frage. Ich glaube, Sie hatten recht. Was? Ja, und jetzt? Ich weiß nicht so recht, was man mit dem... Meintest du nicht der Entdecker der Elektrizität? Du meinst, die ultimative Kraft des Universums liegt unter einem Stein und wartet nur auf mich? Ha! Ich, Ben Franklin, werde die Urkräfte aus dem Himmel herbeibeschwören durch meinen Genius. Ich bräuchte etwas Power für meine Zeitmaschine. Bald wird genug Power für alle da sein. Es gibt doch keine Zeitmaschinen. Ja. Das ist mein Projekt für den nächsten Sommer. Das für ein Kilowatt 8 Euro wollen, das haben sie uns nicht gesagt. Wie willst du das anstellen mit dem Stromkrams? Mit Hilfe einer meiner neuesten Erfindungen. Ich nenne sie den Frankocopter. Und da jetzt Batterie ohne Hänger oder so? Das ist ein Drachen, Ben. Die gibt's schon seit Tausenden von Jahren. Oh, sicher als Spielzeuge. Aber dieser ist ein Brief an die Götter. Er lautet: Lieber Thor, nur ein Tropfen deines mächtigen Saftes in die Hand eines Genies wie mir könnte die Welt erleuchten. In Liebe, Ben. Hoffentlich hast du es in Schwedisch geschrieben. Steffi B., das ist gar nicht so blöd. Oder kamen die Jungs aus Norwegen? Mit dem Wassereimer, Seife und Ich habe bildlich gesprochen. In Wahrheit warte ich nur darauf, dass ein Blitz meinen Drachen trifft. Übersiehst du nicht irgendwas Wichtiges? Ist es nicht zu sonnig für ein Gewitter? Ja, muss da nicht, entweder man muss Batterie ohne hängen oder irgendein Metallteil oder was weiß ich. Ja, schauen wir mal. Fehlt da nicht etwas Wesentliches? Der Schlüssel zu Entdeckungen ist Intellekt, mein Junge. Intellekt und Forschung. Nein, etwas wirklich Wichtiges. Du meinst, wie zum Beispiel, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Oder wie jetzt? Genau das. Das ist unwissenschaftlich, braucht keinen Intellekt. Also, was willst du wirklich? Ist da nicht so viel Sonne für einen Blitz? Sch, ich weiß das. Ich versuche nur ein bisschen weiterzumachen, bis wir einen Sturm bekommen. Was tut denn? Ja, aber wir... Und was ja, und dann? Und dann fährt die Elektrizität in den Drachen.
Aber da kommen jetzt auf alle Fälle nicht. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück. Ich probiere jetzt mal noch schnell was, weil ich auch Weiter Vermutung so. habe, diese Radkappe, die Metallradkappen, dass man ihm vielleicht schickt. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Wir müssen nicht das Auto beim Bernhard waschen. Wir müssen die Kutschen waschen. Glaube, keine Ahnung. Jetzt wird. Die ist auch dreckig. Ja, das früher Er ist ausgeschaut. total verschmutzt. Das sagt er nicht zur Gaudi. So ganz ohne Seife kriege ich das nicht. Da ist ein bisschen Seife dran, aber damit kann man nicht säubern. Das Wasser ist jetzt seifig. Dumm die dumm. Das ist echt der Witz dahinter, dass wenn man sein Auto wascht, Sieht das nach wieder einem schlecht großen wird. Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Hey, Ben, Oh, du bist es. wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Ja, aber das soll doch sein Traum, ich brauche Strom! Schauen wir mal, ob wir, was mich noch interessiert ist, jetzt gehen wir noch mit zum Scheißheisel hinterher. Nicht wo ist Heisel, wann ist Heisel? Sprengi, guter Mann. Haben wir das Ding da, Batterie mit Stecker. Die muss erst aufgeladen werden. Müssen wir erst aufladen, okay. Müssen wir uns den Drachen irgendwie holen. Ich weiß, dass es 10 ist, Leute. Ich hab gesagt, wir sperren das Spiel heute noch durch. Ist mir wurscht, und wenn es 11 ist. Oder wenn es 12 ist. Ist mir Sackel, Alter. Ist mir Sackel Zement. Ein Sackel Zement, verstehst? Ist mir wurscht, wir haben alle Zeit der Welt. Ist mir... Wo ist denn der Ben Franklin eigentlich? Ist der jetzt da drin? Wo ist denn der Ben? Ben! Ben, where are you? Ben! Wo ist denn der? Das muss er irgendwo oben sein. Dann muss er wohl irgendwo oben sein. Ach, der hat ein eigenes Zimmer gehabt, oder? War das nicht das da? Ah, das ist George. Georgie Boy. Da ist er. Hey, Ben! Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Jetzt werden wir mit dem Laborkittel noch gerade da müssen. Aber was der jetzt da herin? Das Bens Bett? Nee, da ist Tinte auf dem Laken. Tinten auf dem Laken? Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Vergiss es, Mann. Ich schnüffle nicht in fremder Leute Unterwäsche. Hey, was ist das da auf dem Plan? Sieht aus wie eine Geheimbotschaft. Oh, doch nur ein Kaffeefleck. Man kann das Metallteil nicht umeinander schicken. Gib den Kittel Ich hab an hier was Ben. für dich, Mr. Mr. Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem?
Ja, wieso? Red Edison. Aha, Was tut jetzt das tut mir schnell? leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Da war jetzt niemals drauf gekommen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Ja, aber was hat denn da jetzt umgebaut? Okay, jetzt ist die Schnur länger. Die hängt jetzt bis da hinten aus dem Bildschirm Nein, aus. da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Ach, wir haben wir den Drachen. Okay. Alles klar, Lasagna. Alles Hoffentlich. Klar, Lasagne? Ja, jetzt pass auf. Jetzt müssen wir die Batterie da einstecken. Jetzt! Yippie! Matters! Merci für die Mitgliedschaft! Kriegst du die Babytröte? Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Merci für die Er ist zu Mitgliedschaft. schwer. Welcome Ich to the kann ihn nicht squad. Bussi aufs kontrollieren. Nussi. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus! Er bricht aus! Renn um dein Leben! Traurig aus. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Nein, ich brauche die Batterie! Wünsch mir Glück. Also, ist rausgefallen. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Gibt's irgendeine Erfindung von Ben Franklin, die irgendwas mit dem Hoagie zum tun hat? Kann da mal jemand recherchieren gehen, bitte? Nein, kommt mir nicht die ganze Zeit umeinander! So, wir haben eine Batterie. Hoagie Rolls. Was sind denn Hoagie Rolls? So, Batterie steckt man in das Ding ein. Da muss er laufen, oder? Jawohl! Boah. Und jetzt halt, los geht's. Tja, ich bin fertig. Aber ich glaube, ich muss noch auf Bernhard und Laverne warten. Der einzige, der noch abgeht, ist der Bernhard. Aber der ist ja in der Gegend. Was braucht der Bernhard? Oh. Purpur Tentakel, Mann des Jahres. Tentakel besucht Weißes Haus. Mann des Jahres, der ist doch besoffen, Alter. Ein Diamantenbra... Ja! Selbstverständlich, wir müssen den Vertrag noch unterschreiben lassen. Müssen wir noch mal zu dem alten oben. Ich weiß nicht, wie wir da sonst unterschreiben lassen sollten. Cyber Sepp! Hier ist David! Blitzerbleit der Hoagie! Ja, der Hoagie macht das nix. Er ist ein geerdeter Mettler. Merci dir. Jetzt pass auf. Diamanten brauchen wir noch richtig. Wir haben so lange jetzt im Hoagie mit der Laverne gespielt, dass ich gar nicht check, was da los ist. Machen wir so, warte mal. Ich will nicht. Hey, Was gibt's diesmal? ich latsch dann mal ein bisschen rum. Wer muss das Ding unterschreiben? Tja, dann lauf aber nicht über etwas Zerbrechliches auf dem Weg nach draußen. Nochmal schnell lesen. Es ist irgendetwas Komisches Rechtliches. Ich muss die Bahnen unterschreiben. Aber wer? Ich kann mir die ganzen Namen nicht merken. Haben das nicht alle irgendwie so Edisons und was weiß ich wer? Ich will nicht. Ich will nicht. Lümsepp! Ein Präsident! Nein, die mengen alle nicht. So, was ganz anderes. Ich will nicht. Will er nicht.
Da weiß ich bloß noch ein Kastel, wo man das Ding einstecken kann. Ich will nicht. Mal schnell was probieren. Jetzt gehen wir nochmal in den Zwinger und schauen wir, ob da einer unterschreiben wir. Ach, die sind auch alle weg. An die Pinnwand hängen? Was für Pinnwand? Das hat er, glaube ich, im letzten Stream gesagt, oder? Er unterschreibt nichts, was irgendwie... Ich will nicht. Ja, tut er auch nicht. Wenn wir schnell was probieren, vielleicht was sagt er. Wenn man sich den Vertrag anschaut. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Haben wir irgendwas stiftmäßig? Die Trophäe haben wir auch noch. Ein Pult? Cybergamer! Du musst den Brief mit einer Briefmarke und einem Hoagie in den Briefkasten schmeißen. Ja, das habe ich gerade probiert, hat nicht funktioniert. Merci für die Dings, aber wir müssen man zuerst noch unterschreiben lassen. Das muss da in der Vergangenheit gemacht werden. Ja, um das geht's ja. Dass du die Zinsen von 200 Jahren kriegst und so viel Geld hast, dass du den Diamanten kaufen kannst. Aber ich check nicht, wer er unterschreiben soll. Beim George im Raum ist ein Pult, schreibt jemand. Was für Pult? Briefmarke ist schon um. Sagt man da. Ich will nicht. Verfassung drauflegen geht auch nicht. Jetzt schmerzen wir mir nochmal mit dem George. Entschuldigung. Ja? Ist es kalt genug für dich? Kalt? Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Der Schrotti schreibt, der Prof in der Gegenwart muss unterschreiben, dann ist der Vergangenheit, dann in der Vergangenheit im Briefkasten. Ein Professor in der Gegenwart gibt's nicht mehr, den haben sie entführt. Oder ist der noch unten? Natürlich ist der noch unten! Hat der nicht Steuerfahndung mitgenommen? Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Gut, dann lesen Sie halt. Das haben wir schon mit Code. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Ich hab ihn runtergeholt. Besser nicht. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen.
Jetzt lass mich alleine. Wieso hat denn da gar keine Zeit zum Hat der nicht... Muss man vielleicht im Schlaf unterschreiben lassen? Koffeinfreier hilft dir nicht. Hamstergenerator. Wie kriegen wir ihm dazu, dass er das Ding unterschreibt? Schmerzen, haben wir noch ein paar andere Gesprächsoptionen? Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Der letzte Dialogoption, um ihn stehen zu lassen und das Gespräch zu beenden, schon kannst du den Vertrag als irgendetwas anderes verkaufen und er setzt seine Unterschrift unter den ungelesen. Ja, das war eigentlich mein Plan. Menes! Das war mein Plan, über die Dialogoptionen irgendwie zum Käme. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Ja, bla bla. Vergiss es, ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Ich bestach Purpur-Tentakel ganz einfach. Ich starte eine Petition und ich lasse Purpur für verrückt erklären. Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Guter Gott, nein! Diese Dinger sind grausame, geldsaugende Todesfallen. Da ist ein Lieferant oben mit einem Karton voll einfachen 8-Spurstücken für Sie. Er sagt, Sie müssen sie bezahlen. Ach, nicht schon wieder. Solange Sie nicht diese Rücktrittserklärung unterschreiben. Der ist vielleicht schon gescheit versteckt, gell? Danke. Das war knapp. Nun, viel Glück. Wie sollst du denn da draufkommen, sag? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich dem Spiel als einziges Negatives ankreiden darf. Dass ein paar Rätsel und so weiter in Dialoge versteckt und verschachtelt sind. Die nicht wirklich was mit Objekte sammeln, zusammenfügen und so weiter. Da suchst du lang, wenn du das nicht weißt. Leck mich am Arsch, da überlegst du. Vor allem, wenn die ersten Optionen alle sagen, ich unterschreibe das nicht. Wenn du Pech hast, hörst du dann bei der zweiten und dritten auf, weil du meinst, ist egal, was du auslöst, der sagt immer, er liest das nicht und suchst dich halt blöd, bis du etwas findest, was du ihm gibst oder mit ihm da kannst, dass er halt das Ding unterschreibt. Das ist die einzige Schwäche in dem Spiel, aber wirklich die einzige. Da, Cybergamer, Hashtag Frag Birger, was ist denn das für Geschmack eigentlich? Du meinst wahrscheinlich das da. Da rede ich immer generell sehr, sehr ungern drüber, weil ich niemanden zum Dampfen animieren möchte, außer er ist sehr starker Raucher, wie er sie auch war. Dann ist Dampfen das Beste, was du kannst. Wenn du nicht dampfst, lass es einfach, es ist dumm. Aber es ist red as tear, wenn es irgendjemanden interessiert. Ja, das Ding ist unterschrieben. Und jetzt seid in den Briefkasten rein, damit wir es mir wieder im Briefkasten drin haben in der Gegenwart und 2 Millionen am Konto haben. So schaut's aus, Kinder. So, ab in die Vergangenheit, ab in Richtung Briefkasten. Briefkasten und rein damit. Jawohl. Ja, was gibt's? Hallo? Ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen $2 Millionen Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Du Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden.
Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Was? Jetzt kann ich den Diamanten bestellen, oder? Auf, ey! Das geht mal. So, Telefon. Wo ist das Telefon? Da kommen wir nicht hin. Gehen wir da um. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet $2 Millionen. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Ja. Wie lautet die Nummer, Sir? 555 Nase. Ups. Sie lautet 846 427 35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Bester Service, Alter. Jeff Bezos goes. Na, das ist Service. Ah, Service at its finest. Damals hat man noch gelacht drüber. Heute ist es fast Wirklichkeit. Da steht ein Backel! Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Dr. Fred! Wir haben endlich alles beieinander! Ich bin gespannt, wie lange das später dann noch mehr dauert. Wahrscheinlich noch Damit mehr 2 sollte Stunden. es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ja, ist nicht so wichtig. Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Hebel umlegen! Großartig. Oh, da kommt schon wieder. Hoagie! 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 Ich bin so froh! Hoagie! Laverne! Ciao! Ciao! Laverne! Super! Super! Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Yay! Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Der schickt uns jetzt nicht wirklich noch... Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Nein! Nein! Jetzt vor dir zurück! Oh nein! Oh oh! Oh oh! Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's! Nein, wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Wer kennt die Fliege nicht? Wer hat The Fly nicht gesehen? Ab in den Chat. Was ist jetzt? Als wären wir einen Tag zurück teleportiert. Wir sind... Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernhard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grüntentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Oh nein, hinter dir ein Wir dreiköpfiger werden die Affe. Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich werde euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Wo kommen die alle her? Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. 10? Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine.
Hand aufs Herz, Leute. Wie Niemand lang ist darf denn sie das Spiel noch? anfassen. Das kann doch nicht mehr lang sein, das gibt's ja nicht. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Oh, jetzt kommt der Zukunft. Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Nein, nicht miniaturisieren. Oh oh. Entschuldige mich, uns. Macht uns jetzt wirklich klar. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station: die Welt! Die Welt! Was machen wir jetzt? Wir haben winzig! Jetzt haben wir Wow. Die Wirkung lässt nach. Okay, das ist aber kein krasser Atomisierer. Oder rennt uns jetzt die ganze Zeit noch? Aha! Lauft los! Wo lauft man hin? Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Das ist jetzt so ein Teil, an den erinnert ich mich überhaupt nicht mehr. Also an ein paar so Szenen da schon. Und das mit den 3 Köpfen so auch wieder. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Aber was zum Tor ist, keinen Schimmer, Alter. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Das ist auf alle Fälle eine sehr lustige Art und Weise, dann das Inventar zusammenzuführen. Ohne dass man hin und her schalten muss. Oder? Ah, das ist laut. Alter. Das ist richtig. Ein wahnsinniger 4000-karätiger Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen $. Rufen Sie jetzt an. 1800 Star Wars. Rufen Sie an, sagen Sie, Yoda schickt Sie. Yoda sie schickt, du Trottel. Ins Mausloch? Bensky, das Mausloch und klar werden, das ist ein guter Punkt. Sehr guter Punkt. Aha! Oh oh. Wo laufen sie denn jetzt? Nimm das! Und das! Mist! Sein Scheißding geht aber bloß einmal. Nutzloses Papiergewicht vernichtet! Limzep! Ist das nicht irgendwie eine Anspielung an den dreiköpfigen Affen, das mit den 3 Köpfen? Ja, deswegen habe ich gesagt, Achtung, hinter dir ein 3-köpfiger Affe. Irgendwie schon, ja. Merci dir, übrigens. Scheiße, muss ich da schneller sein, dass ich da reinkomme, oder? Was allerdings auch nicht so recht, was man bringt. Aha! Oh Ja, ich muss ins Mauseloch, das macht schon Sinn. Nimm das! Und dann muss ich mir wahrscheinlich schicken, keine Ahnung, ob das noch Zeit geht oder Und das! wenn die Szene wechselt. Mist! Schneller, Vielleicht sollte ich den statischen Phrasendynamo Schneller, rejustieren. geh. Schnatze, einige. Mauseloch, Kim, Mauseloch. Ja! Metal! Und jetzt? Ja, keine Ahnung, Alter. Was kann man jetzt da als Mini... Ja, okay. Das... Aber... Welteroberungspläne. Oh oh. Sieht so aus, als ob es klappen könnte. Haben wir schon Code. Keine Zeit dafür. Keine Zeit dafür. Ja? Aha! Nimm das! Ja, muss man schon irgendwas in dem Zimmer machen. Und das! Mist! Psst. Abflug. Nutzloses Papier. Aha! Oh oh. Ja, man muss in die linke Nimm Tür das! durchs Mausloch. Mist! Schneller. Ja. Dann gibt's nicht für erst die Boxen, die Anlage. Bowlingkugel schreiben alle. Bowlingkugel mitnehmen. Die Frage ist, was ist du mit der? Was ist mit der Bowlingkugel? Schauen wir es mal an, vielleicht. Du hast gesagt dazu. Warum macht denn das einen komischen Ton? Nett. Nett. Schauen wir, was da noch geht. Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ja, dann gib ihm, oder? Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Ja, dann hau rein. Wow. Das ist laut. Zu schwer.
Bowlen natürlich, ja, das ist mir schon klar. Aber... Hey! Wo ist der hin? Wo ist denn hin? LOL Gamer! Was tust du denn? Are you drunk? Shiba Dog in Samurai Armor, waving a banner saying number 1. LOL Gamer, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das kommt aus dem Nix. Herr LOL Gamer, 20 Euro sind zu viel. Ich muss das halt ziemlich oft schon wieder sagen, weil ziemlich viele Namen dabei sind, die ich zum ersten Mal lesen mit diesen Beträgen. Herr LOL Gamer, Bussi aufs Nussi, kriegst deine Babytröte. Und die große Tröte. Achtung, Ohrwaschel zuhalten. LOL Gamer, Dankeschön. Vielen lieben Dank. 20 Euro sind zu viel und du weißt es. So, kann man den Hamster nehmen? Nein, kann man nicht. Im Keller bowlen, schreibt Leute. Dann gehen wir doch in den Keller und wir bowlen. Da tun wir jetzt nicht mehr lange umeinander. Da tun wir jetzt nicht mehr lange umeinander. LOL Gamer, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. LOL Gamer schreibt, nein, Alter, best Videos on the world. Ist zu viel des Lobs. Auf der Welt mit Sicherheit nicht. Freut mich, wenn es dir gefällt. Musst dir aber keinen 20er nicht. Und sofort ist mir klar, was ich tun muss. Muss ich das jetzt selber machen? Da stehen zufällig 10 Du geiler Hurst, warum? Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Ja, schalt aus! Schalt aus! Nein, es kommt ja wieder! Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Doch, in 200 Jahren in der Zukunft. Jetzt bin ich schon wieder die Menschlinge zählt einfach nichts. Ha! Das geile Schurkengelegte. Was tut denn nicht? Und jetzt? Schalt das wieder ein. Was soll denn der Kass? Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Nehmen wir einen Hamstergenerator eine springen. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Boah, was mussten ihr jetzt sein? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Die menschliche Rasse ist dem Tode geweiht. Alter, das hat er jetzt aber in hartem Ihr könnt Altdeutsch mich gesagt. nicht aufhalten. Ihr Menschlinge seid so kurzsichtig. Was sollst du denn da drauf kommen? Dr. Fred hat ein Spiegelding am Kopf. Und dann schrumpft man einfach die Tentakel. Aber wie? Leute, chillen! Mr. MRC, danke, dass du auch an die Spätschicht wie mir denkst und ein wenig ans Stream überziehst. 3 für die, Alter. Mr. MRC, merci dir. Klabuster, ich weiß Meine nicht, Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Bester Streamer außer der Heimat. Leid. Was ist denn heute schon wieder? Gibt es heute schon wieder irgendwo Löhne oder das Geld umsonst? Ich weiß nicht, was los ist. Klabuster, ich weiß nicht, was ich Meine sagen soll. Schergen übernehmen die Bester Welt, Streamer während auf der wir hier Heimat. reden. So, jetzt, Leute, habe ich weiß nicht, ich was ich schon sagen soll. gewonnen. Oder Klabuster 20er ist 2. Wir haben ja gerade ein Metal-Konzert. Ich hoffe, du verstehst mir, was ich sag. Bussi aufs Meine Nussi, Schergen Dankeschön. übernehmen die 20er Welt, zu während viel. wir hier reden. So, Dr. Fred. Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus. Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt. Ha! Aber wie ducke ich mich da? Meine Schergen übernehmen die Welt, während Vor allem, wir was hier hat die reden. Musik damit zu tun? Klabuster schreibt, wohne Habe leider zu ich lange schon in NRW, gewonnen. will wieder zurück. Just do it. Der Yamador schreibt, was hast denn du für einen Verdampfer? Bin gerade auf der Suche nach einem. Herr Yamador, ich mache nicht gern Werbung für den Scheißträger. Ich mag ja auch gar nicht, nicht wegen Geld oder sonst was. Meine Aber Schergen es übernehmen die ist Welt, während ein wir hier Smog reden. Mac P3.
Ich weiß nicht so recht, was ich da... Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Also, was hast du gegen die Menschen? Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Endlich ist die Muse mal vorbei, da kriegst du einen Immer Vogel. genau ins Schwarze. Kleine Demonstration gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Klabuster schreibt, du bist mir mein Geld wert, sonst gebe ich zu viel für mein Bike aus. Ja, jeder hat so... Jeder Mo... Irgendwo hat jeder Mo irgend so ein Hobby, das einen Haufen Geld kostet. Bei mir ist es nicht das Bike oder das Radl oder das Auto, was es gerne mal ist, bei mir ist der PC. Zwar bloß alle 4 Jahre ungefähr, sage ich. Aber ja. Herr Yamador, du musst mich schon auch fragen, ob ich zufrieden bin mit meinen Verdampfer. Aber ja, bin ich. Die richtige Batterien rein, die richtigen Akkus rein und ja, das ist halt der Träger und als Kopf. Der Kopf oben drauf, das ist ein anderer. Der ist nicht, was mag, das ist ein Inokin. Ich weiß aber nicht, wie das Ding heißt. Was da sehr charakteristisch ist, man kann das Teil da auf einen Schirm, kannst das auffüllen und wieder zurückschirmen, was mir ziemlich gut taugt. So. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wir müssen die Welt retten. Bist du wirklich, also was hast du gegen die Menschen? Schreib mir mal. Der Mac P3 ist der Akkuträger. Deswegen, Herr Nio, bitte, deswegen habe ich das jetzt noch dazu gesagt. Also, was hast du gegen die Menschen? Schmerzt mir noch ein wenig mit dem. Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. So, das verstehe ich. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Matschmaschine ist ein Blödsinn. Blödsinn. Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Das bereitet mir Kopfschmerzen. Das bereitet mir Kopfschmerzen. Das ist richtig. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Jetzt geht Musik auf einmal wieder los. Lass uns über deinen Hass der Menschen reden. Bist du wirklich aus der Zukunft? Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden? Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpurtentakel aus unserer Zukunft? Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Hä? Herr Brandl! Servus, Franz Josef Bürger vor den Perlsreiher der Kritischen. Sagst du mal die Perlsreiher der Kritischen einen sauberen schönen Grüß und gibst denen eine saubere High Five. So, jetzt pass auf. Erinnerst du dich an Ich check etwas, nicht, was man noch da, nicht wenn das schon passiert wieder ist? so ein Ding ist, was im Dialog versteckt ist, das ist ein bisschen blöd. Kannst du ein paar Börsentipps geben? Werden die Sharks irgendwann noch mal gewinnen? Schaffen wir es, dich zu besiegen und die Welt zu retten? Wie kannst du? Schaffen wir es, dich zu besiegen und die Welt zu retten? Natürlich nicht. Schade. Ich glaube, wir gehen jetzt besser. Schauen wir mal, ob man mit dem Spiegel Wenn gegen ihr was machen wollt, kann. ihr werdet die Versklavung der Menschheit nicht verpassen wollen. Ha, 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 ha. Die menschliche Rasse ist dem... Dr. Fred steht unter Zwang. Ich muss ihn dazu bringen, dass er auf den Dr. Fred schießt. Ja, das macht schon Sinn. Aber wie? Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpurtentakel bist? Ich kann nicht auf Ich Zeiten sagte gehen, wenn er doch, schießt. ich war es. Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Es war nicht leicht. Aber das Geheimnis machte mich sehr reich. Head and Shoulders. In der Tat! Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Hass gegenüber Was Menschen? gibt es noch zu reden? Schauen wir mal. Ich werde euch sowieso zerquetschen. Zerquetschen? So, ach so. Hört sich an, als hast du Dr. Fred? Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ja, schieß drauf! Schieß! Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen. Oh, in der Tat, das alte sondern Benziner, nur das stimmt. Was Dr. hab ich Fred. gesagt? Cool. Was hab ich gesagt? Ich weiß nicht mehr. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? In der Tat. Vielleicht macht das ja Spaß. Ich hab Head and Shoulders gesagt. Ah, scheiße. Ich habe mich vertan, Entschuldigung. Mist!
So, schnell, glaub den... Können wir das ausdiskutieren? Steig drauf! Steig drauf! Rede. Sicher. Steig drauf! Ja! Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Oh, jetzt wird er weggeschickt. Alles mir! Es gibt einen Hamster! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Was soll denn in Sibirien, oder? Kommt einfach wieder. Ja! Tentakel AD! Ah! Unsere Arbeit ist getan. Ja. Jetzt können wir nach Hause. Ja, und wir jetzt ja hier wieder auseinander? Ah! Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, so ein schon okay. Die Dialoge, hätte sich fast ein bisschen los, als die Dialoge ein bisschen hängen. Was gibt's? Was ist das? Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Das weiß ich auch nicht mehr. Ihr seid nur 3 absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Sie haben gar nicht zusammengewachsen. Oder? Was tun denn mit den umeinander kickeln? Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Wann spielen wir Sieht so aus, als Fortsetzung wäre wieder Return alles in of the Ordnung. Tentacle? Fanspiel? Weiß ich nicht, muss ich mir mal anschauen. Was ist hier? Yeah! Starring Richard Sanders as Bernard, featuring the voices of Danny Dell, Jareen, bla bla bla, voices recorded at Room 20, bla 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 bla, das schauen wir uns noch. Wie gut ist das Spiel bitte? Das glaube ich war so. Das glaube ich war so die Krönung der Adventures. Gibt es irgendwelche Adventures aus der Zeit, die besser sind? Mit mehrer wirklich clever, generell clevere Witze, schlaue, das mit der Zeitreiserei und so, super gute Idee. 1000 Anspielungen auf Echtheit und so. Super geil. Ja, Monkey Island, gut, okay. Okay. Monkey Island ist schon auch ziemlich gut. Ja, gut, das stimmt. Zack McCracken, das hab ich gehabt damals auch, ja, aber das habe ich nicht so gespielt wie das. Sam & Max ist auch noch verdammt gut, ja. Wie findest du Red Dead Redemption? Das diesmal spielen. Habe ich offstream, also in privater Natur schon durchgespielt, das Red Dead 2. Extrem gutes Spiel. Braucht man nicht schmerzen. Also für den Stream eher nichts mehr. Discworld ist schon auch irgendwie cool. Erinnert mich nicht mehr so. Wann kommt Grim Fandango? Hey, wir brauchen nächstes Jahr vor der Sommerpause auch nochmal ein Adventure. Ja? Mitten in der Sommerpause. Das soll sich der Zukunftsbürger 2022 ausdingen. Für 28 Jahre saugut gemacht. Danke fürs Zuhören. Herr Capricorn, sehr gerne. War eine sehr... Oh, da ist was von Loom gestanden. Loom war auch so ein Spiel aus dieser Zeit. Grim Fandango hat ein Remake gekriegt, das stimmt. LucasArts, Ladies and Gents. Als die Welt noch in...
als die Welt noch in Ordnung war. Sehr schön. Was mir gefällt, Red Dead leider überhaupt nicht. Weißt du auch nicht? Echt? Ja gut, du musst die Open-World-Spiele mengen. Die mag ich in der Regel auch nicht, aber Rockstar Games kann's halt einfach. Sam & Max ist auch sehr geil. Das war so für mich ist das also das Trinity Force der Adventure-Spiele aus den 90er. Monkey Island 1, Day of the Tentacle und Sam & Max. Wie gesagt, das war in so einer Zeitschrift drin. Ich glaube, der Sprengi hat sogar die originalen CDs von zwei Gold Games hat's geheißen. Die waren alle 3 in einem Heftel drin und die habe ich damals gehabt. Und da habe ich das dann gespielt. Und vorher Bestseller Games, ja genau. Und das eins der allerersten Spiele, die habe ich noch lang, da war ich 5, keine Ahnung. Da war ich beim Nachbarn. Grüße an Wimbo. Den sein großer Bruder, der hat, ich weiß nicht mehr, was das für ein Kasten war, ein Commodore, glaube ich. Und da haben wir Monkey Island 1 gespielt. Und ich werde nie vergessen, wie wir uns damals aber gefreut haben, so über die kleinsten Fortschritte. So, wo du den Topf als Helm aufsetzen musst, damit du dir aus der Kanone schießen kannst und damit du das Geld kriegst, damit du die Schaufel kaufen kannst und so weiter. Das haben wir so oft gespielt und so lang. Und da hast du dich noch richtig damit auseinandersetzen müssen, weil da war kein Chat da, der da sagt, hey, tu das. Da hat es kein, als 5 und er war 8, glaube ich, keine Ahnung, er war so 2 oder 3 Jahre. Da hat es kein Internet einmal schnell gegeben oder irgendeine, tu mir schnell eine Zeitung her, wo die Komplettlösung drin ist, sondern das haben wir wirklich selber gespielt. Und wirklich tausende Male jeden einzelnen Screen und jede einzelne Szene gesehen und klickt und ausprobiert, dass du das einfach in dein Hirn einbrennst, dass du diese paar einzelnen Sachen einfach für dein Leben lang wahrscheinlich auswendig gewusst hast. Da hat man sich die Rätsellösungen nur selber aufgeschrieben, richtig. Damals habe ich noch nicht schreiben können, aber hat man dann da hat man seine eigenen Cheat-Heftel gehabt, ja, wo deine Cheatcodes drin notiert waren. Da ist man, wir haben damals aber ins Etzel gegangen oder in Meister bei uns damals, das waren nicht diese großen Supermärkte, haben wir da in die Zeitungsabteilung gegangen, da haben wir dann irgendwann noch mal draufgekommen, oder später dann, nicht mit 5 oder 6, haben wir reingegangen und haben wir die PC-Zeitungen und Konsolenzeitungen durchstöbert. Und haben uns da Cheats ausgeschrieben und Lösungen ausgeschrieben und aufgeschrieben. Da haben wir ein paar Mal richtig Stress gekriegt und da hat es vielleicht auch mal das eine oder andere Hausverbot gegeben. Stolzer Liebe, was hältst du von Maniac Mansion? Das habe ich nie richtig gespielt. Da weiß ich eigentlich gar nicht so viel. Kann man uns eigentlich auch irgendwann einmal anschauen vielleicht. Vielleicht müssen wir aber auch offstream anschauen. Stolzer Liebe, hast du die Spiele auf Diskette gespielt? Ja. Also die von wo ich jetzt gerade schmerz, ja. Die Spiele habe ich nicht auf Disketten gespielt. Weißt du, was ich letztes Mal, da haben wir, was hat der Sprengi ausbackelt? Im Discord hat er das eingepasst. Was war denn das? Wo ich gesagt habe, boah, lecker, Alter, spinnst du? Was war denn das? Und ja, Maniac Mansion ist der Vorgänger von Day of the Tentacle. Ich weiß, funktioniert ja ähnlich mit den 3 Charaktere und so weiter und so fort. Aber das da hat sich dann auf die Spitze drin. Schön eine Grafik, auch für die damalige Zeit, echt in Ordnung. Selbst da kann man umschalten auf mit F1, so hat es früher ausschaut. Die muss ich, Alter. Schnell mal wieder aus. So, ich weiß nicht mehr, was der Sprenger da reingepostet hat, aber es war wurscht. Dann bin ich in den Keller gegangen und gesagt, hey, ich habe auch ein paar Raritäten. Jetzt pass auf, muss ich schnell holen. Ist nicht im Keller, keine Sorge. Habe ich extra da oben deponiert. Aber weil wir gerade bei Disketten und Datasetten waren. Jetzt pass auf. Rarität 1. Jetzt pass auf. Fangen wir mit der, ja stimmt, GTA 1 Originalbox. Alter Schwede. So, bin in den Keller gegangen, die ersten, wo ich gefunden habe. Ich fange jetzt mit dem, jetzt machen wir das erst einmal aus. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt irgendwo hindrücke? Wo haben wir jetzt da stehen geblieben? 4 Stunden haben wir gebraucht. Gute 5. Freunde der Sonne! Spiel beenden! Jawohl! Als Abschluss, Day of the Tentacle ist eines der schönsten, alten, sehr, sehr, sehr gut gealterten Adventures. Kann man immer wieder mal alle paar Jahre ausbackeln. Sehr schönes Spiel. Press F for Respect. So, jetzt pass auf. Fangen wir mit dem am wenigsten spektakulären an. Das ist das da. Hab ich noch. Das ist deswegen spektakulär, glaube ich, weil es verboten ist. Darf ich das überhaupt in Kamera halten? Good job, Bürger. Strike incoming.
So. Stolzer Liebe! Da ist doch bei den Spielen immer gekommen, lege Diskette 2 ein oder so. Ja, werde ich auch nie vergessen. Mortal Kombat. Zirkt auf zum Schlag, bitte legen Sie Diskette 2 ein. So, jetzt pass auf. Weil wir gerade bei Datasetten waren. Spielt jemand Wasteland? Also in jüngerer Vergangenheit Wasteland 2 und vor allem Wasteland 3. Das ist das erste. Ja, da weißt du, was geschlagen hat. Und was das, und ja, der komplette Inhalt ist noch da, ist in sehr gutem Zustand, jetzt pass auf. Aber der Oberknaller ist das hier. Weißt du, was das ist? So, alle Leute unter 30. Weißt du, was das ist? Das ist keine so eine Disketten, wie es das du vielleicht noch kennst, sondern das ist hier, Papierdisketten. Einer. Da kriegst du hier den vollen Schlaganfall. So, das nehmen wir sauber wieder rein, damit nichts passiert. So, schön. Selbiges habe ich Thief of Fate. Dann kommt was die mehrere Leute wahrscheinlich kennen. Geht das noch jemand? Auch auf Disketten? Oder? Ich glaube schon. Hab nicht reingeschaut. Egal. Und jetzt kommt das absolutäre Sammlerstück aller Sammlerstücke, die ich da rumliegen habe. Neben GoldenEye mit Schachtel. Doom, meine Damen und Herren. Mit Anleitung und 5 Disketten. Da habe ich gescheit geschaut, wie ich das nochmal gefunden habe. Freunde der Sonne? Ja, keine Ahnung, ist das was wert? Ist das was wert? Keine Ahnung. Sag ich dir, was ist ein Doom original? Man, Schachtel hat wirklich ein paar Hauer. Man, natürlich, das Ding ist 30 Jahre alt, wahrscheinlich. Oder mindestens 25. Die haben alles sauber wieder rein. Da ist sogar noch irgendwo, weil wir gerade geredet haben, ich weiß nicht mehr, was das ist, steht Mike drauf. Cybergamer! Birger, das ist für deine Urlaubskasse. Alter, du hast halt schon so viel in die Urlaubskasse reingeschmissen, dass ich weiß nicht, wo soll denn ich hinfliegen? Nach Dubai, wie alle anderen YouTuber. Please. Bitte nicht übertreiben. Dankeschön. Bitte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll wieder. Ich weiß nicht, was ich da heute dazu sagen soll. Bitte chillen. Vielen herzlichen Dank von ganzem Herzen. Dankeschön. Stolzer Löwe, gehen wir auf das Kette, haben wir noch gehabt, jetzt pass auf. Was haben wir da noch gehabt? Was steht da? Ich lese mal kurz vor. Steht Mike drauf, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer der Mike ist. Geheimnisse in 3 Dimensionen. Tipps und Karten zu Doom. Versteckte Schlüssel, geheime Türen und Top-Secret-Tasten. Wir zeigen Ihnen, was die Programmierer bei Doom so alles versteckt haben. Live-Telefonparty, Alter! Und Aufklärungs... Oder was zur verfickten Hölle? Deine Chance für neue Kontakte. 7000 Anruferinnen täglich. Telefonparty mit bis 10 Personen gleichzeitig reden. Alter, 90er waren so geil, ich krieg einen Schlaganfall, Alter. Neu, Sex-Aufklärungsservice. Junge Frau verrät die größten Geheimnisse der Liebeskunst. Alter, was man da... Alter, was... Jeder lernt noch etwas dazu. Kostenlos, nur Telefongebühren, 6 verschiedene Themen. Tabulos. Tag und Nacht. 555 Nase. 0061, ja. Und hinten 4/5/6/, was ist das?
Stellen Sie sich vor, hier wäre Ihre Anzeige. Informieren Sie sich. Telefon. Alter. Beste Leben. Haben da noch mehr Anzeigen drin. Da muss ich direkt schauen. Alter. Was? Lieferung nur an Händler. Großelektronik, Computerspiele und Zubehör. In Röhrenbach. Da haben halt echt noch, da haben echt Doom-Karten. Da haben Karten in Doom und Beschreibungen und was weiß ich was alles sehen. Und dann was haben wir da? Da haben wir auch noch. Oh, leck die Werbung aus den 90er, Alter. Die ist so grandios. Schau dir die so. Da bist du nicht vorbeigekommen. Multimedia, CD-ROM. Multimedia, Alter. Da geht's ganz anders. CD-ROM Laufwerksbundle. Mitsumi FX 001. Nur D-Mark 460. CD-ROM Laufwerks. Single Speed, Double Speed. Philips CDD 462 extern für 730 Mark. Alter. Multimedia Kit. Mitsumi FX Pro Audio Spectrum 16 Sony Boxen für 900 D-Mark. Alter, ist er nachgeschmissen. Und dann haben wir da Erotik ab 18 Jahren. Asian Ladies, D-Mark 99. Was ist das für Zeitung? Wo haben die hergekommen? Basti Babes. Digital Dreams, 6 CD-ROM 1, 64,90. Alter, Schnäppchen, Alter. My Private Collection, Nightwatch für 120. Was ist das? Brilliant Management International, Carlsberg in Harrisley. What the fuck ist das, Alter? Weitere Spiele und CD-Programme auf Anfrage. Ja, Entschuldigung, ich hätte die Rückkehr des Kreiselfickers für 99,95, Alter. Was haben wir noch? Clip-Art-Paket für 20. Was haben wir? Alter, geilste Rarität. Schön wieder zusammenfalten, schön wieder in Doom einschirmen, das gehört da schon rein, ja? Das war einfach ab 18. Wo werden das? Das war wahrscheinlich irgendeine Doom-Anleitung in einem Sexheftel gewesen sein. Keine Ahnung, Alter. In einer Blitzilu. Das habe ich letztes Mal beim Auspackeln noch gar nicht gesehen. Auf alle Fälle, hat mich wirklich sehr gefreut. Man, natürlich ist die ein bisschen staubig und so. Doom in der Originalschachtel. Sehr schön. Bisschen detached. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, was das wert ist. Da ich aber nie verkaufen. Never fucking way, oder? Oh, leck. Birger, was hältst du eigentlich von den Gaming-Booster? Was meinst du mit den Gaming-Booster? Diese Getränke? Meinst du das? Hüttensepp. Der Cybergamer schreibt sofort, sorry, ich habe übersehen, sofort. Du glaubst mir selber nicht, dass die Nummer von 1993, 94 oder 95, dass da nur irgendjemand hingeht. Stolzer Liebe, mein letztes hast du nicht vorgelesen. Können wir sich eine Spiele halt eigentlich noch spielen auf Diskette? Nein. Dann habe ich mich verlesen. Ich hab's gelesen, aber ich habe mich verlesen. Ja, wenn die heute noch spielen, also natürlich kannst du die heute noch spielen. Du brauchst halt, glaube ich, eine DOS-Box und ein Diskettenlaufwerk. Dann müsste das natürlich gehen. Keine Ahnung. Aber es war halt einfach schlau, wenn du die Dateien wahrscheinlich von den Disketten ganz oberkopierst und wenn das geht, keine Ahnung. Und in einen Ordner rein tust und ob er das frisst, keine Ahnung. Ob das halt auf Windows 10 läuft, sowieso nicht. DOS-Box oder einen ganz alten Rechner aufsetzen, ja. Ich hätte sogar noch einen umeinander stehen. Ich glaube, das ist auch ein Commodore irgendwas. Ich hab wirklich einen umeinander, der ist im Keller unten. Nein. So ein Hobby noch. Dann kann man ich kenne mich halt nimmer aus damit. Null. Keine Chance nicht, Alter. Herr Löwe, merci dir für deinen Euro. Herr Cybergamer, merci für alles. Was soll ich da sagen dazu? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Sollen wir mal ein Projekt draus machen, den alten PC da herstellen, miteinander zusammenbauen und versuchen, drauf Doom zum Laufen zu kriegen? Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Rechner ist. Sollen wir das mal machen? Keine Ahnung. War eigentlich ein lustiges Projekt. Was ist eigentlich für nach der Sommerpause für ein Projekt gehabt? Auch vielleicht als Video und auch, weil es mir einfach selber einbaut, ein Aquarium. Ich brauche halt die Hilfe von euch mit dem Teil. Das, ich glaube jetzt nicht, dass für den Großteil der Zuschauerschaft ist das wahrscheinlich uninteressant, aber es ist ja wurscht. Kann man das einmal machen. Das schreibe ich mir auf alle Fälle mehr auf, das ist gar nicht so blöd. Und der Hüttensepp meint, ja genau, mit diesem Gaming Booster, da halte ich ehrlich gesagt gar nichts davon, weil das nicht so ganz ehrlich, da kannst du einfach irgendein Limo oder sonst irgendwas aussaufen. Die Gaming Booster, habe ich übrigens auch eine Anfrage gekriegt, ob ich so sponsored bei sich eine Gaming Booster. Nicht bei den großen wie G-Fuel oder so, irgendwas anderes, etwa halbwegs Unbekanntes hat mich da angeschrieben, den habe ich abgesagt, weil ich einfach fragwürdig finde, weißt du,
es ist zwar auch schon eine Zeit her, aber eigentlich ist es gar nicht so lange her, weil die ganze Grillstaffel und so weiter, das letzte Video ist von vor einem Monat oder zwei. Ich gebe mir sehr viel Mühe, dass ich ein halbwegs brauchbares How-To mache über schönes Essen, sauber grillen und sage dann, geht zum Metzger und kaufe nicht den Backelschund und sonst irgendwas, zumindest soweit es irgendwie möglich ist. Ganz ohne geht es sowieso nicht. Gehe dann her und lasse mich von so einem Gaming-Booster Food-Ersatz. Food-Ersatz. Sollst du deinen Schwanz einstecken oder sollst du das fressen? Und mache dann im Prinzip Werbung für so Gaming-Booster. Ich mache für nichts Werbung, was ich nicht auch selber gut finde. Ganz wichtig. Deswegen sage ich auch sofort wieder dazu, ich mag da eigentlich nicht gern drüber schmerzen. Weil ich genau weiß, dass ich da Leute dazu beeinflusse und dazu bringe, dass sie das Dampfeln anfangen, weil sie meinen, das ist cool, weil ich tue. Ist es nicht. Ich sage euch ganz ehrlich, Raucher ist das Dümmste, was ich in meinem Leben jemals angefangen habe. Mr. Matters, habe ich die Birger, habe ich letzten Stream nicht gesehen. Fruchtblase meiner Frau ist Platz. Gestern bin ich nach ca. 12 Stunden vor geworden. GZ, Alter, Press F und Modders. Das zweite Madel. Büchsen mal, schreib's dir rein. Hiller, not Hitler. Hof kennst mich wieder. Hiller sagt was. Hiller sagt mir was. Kannst bloß gerade nicht zusammenführen. Aber GZ zur zweiten Tochter. Da wirst du sehr viel Freude haben. Florian Eder, kommt mal wieder How-To. Ja, aber erst nach der Sommerpause, wenn wir wissen, was der Uploadfilter treibt. Und ich glaube, ich habe eine gute Nachricht. Ich glaube, der Uploadfilter macht einen Scheißdreck. Sag ich euch, wie es ist. Der Uploadfilter wird scharf am Sonntag. Am Sonntag ist Uploadfilter-Zeit. Ich habe keine Nachricht, kein irgendwas, keiner redet drüber, kein Null. Fucking nothing. Deswegen sage ich, das, was ich da vor 2 Monaten ungefähr in meinem Video gesagt habe, was ist, wenn, gilt natürlich weiterhin. Sollte mein YouTube-Kanal gelöscht werden. Und ich konnte es vorher nicht darauf reagieren. Dann gibt es nur noch Twitch. Und irgendwas anderes. Dafür mehr, weiß ich nicht, das überlegen wir uns damals, so weit ist. Aber ich habe nichts davon gehört. Keine Ahnung. Darum, fuck it, wenn nichts passiert, dann reden wir auch nie wieder drüber und es geht weiter wie bisher. Und dann mache ich natürlich, also hoffe ich auch, ja, wir haben ja immer noch so ein bisschen ein Motivationsloch. Hoffe aber, dass es ein bisschen an der Sommerpause liegt und dass es jetzt 5 Minuten vor Urlaub ist. Und da mag doch eh kein Mensch mehr. Und überhaupt sowieso. Und nach der Sommerpause habe sogar schon eine Roadmap für Videos, was wir bringen. Also, da ist auch kurz die fix dabei, es kann Zeit, also das ist heute vielleicht zusammengeschrieben. Deswegen habe ich gesagt, ich bin so ein bisschen bin fleißig gewesen heute. Dann den Short haben wir heute auch noch gemacht. Dann habe ich Musik gemacht, die kommt am Sonntag. So, Stolzer Löwe, schon wieder. Spielen wir das alte Doom auf dem alten Rechner, das war extrem geil. Ich weiß zwar nicht, wie ich das streamen soll dann, aber das kann ich halt nur mit der Cam halt abfilmen. Cybergamer, Windows 98. Ja, der Rechner ist da läuft kein Windows 98, oder? Ich weiß gar nicht so genau, was das für ein Rechner da unten ist, das muss ich mir erst einmal anschauen und dann rede ich mit euch vielleicht im Discord so ein bisschen, ich mache vielleicht einmal Fotos, was das genau ist und ob das Ding da überhaupt laufen darf, keine Ahnung. Aber Leute haben Doom zum Laufen gebraucht, auch beim Schwangerschaftstest. Wir haben mir zusammengekriegt, das Ding auf dem alten Hüttensepp! Ich verstehe die Frage nicht! Welcome to the squad. Hüttensepp, yo. Welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich dir Hüttensepp. Merci für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Vielen Dank. Und an alle anderen auch. So, jetzt lesen wir da noch mal kurz einmal rein. Du musst deinen Körper optimal versorgen. Guter Tipp, Fitline. Vielleicht kennst du wen, der dir das erklären kann. Ich weiß nicht, was Fitline ist. Ich weiß nicht, was das ist. Aber an meiner Ernährung liegt es mit Sicherheit auch ein wenig, dass ich den ganzen Tag so träge und so und bla bin. Ich bin jemand, der frühstückt nicht. Heißt mit Sicherheit nicht so Gaudi, hey, Frühstück wichtigste Mahlzeit des Tages und so und ich frühstücke nicht, seit ich in der Grundschule bin. War. Manchmal auch bin, keine Ahnung. Wenn ich so an das Video von Anfang des Streams denke, dann bin. Du musst deinen Körper optimal versorgen, das habe ich gerade gelesen. Press F für die ganze geile Zeit bis jetzt vor dem Uploadfilter war echt eine komplett geile Zeit. Herr Baumgartner, jetzt wollen wir, wie wir im Video gesagt haben, und darf ich nicht erwähnt, bis jetzt ist noch absolut gar nichts passiert. Absolut nichts. Und der Uploadfilter ist eigentlich schon seit 6. Juni, glaube ich, eigentlich aktiv, so in der Vorbereitungszeit. Und er gilt schon. Es wird zwar bei Klagen und so gegenüber YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, TikTok wahrscheinlich auch, jede Plattform, die irgendwie User-Created Content hat, schon theoretisch geklagt. Aber nur Augen zudruckt, weil es ist eine Schonfrist bis eben Sonntag. Und das ist halt in fucking 3 Tagen, oder?
Ja, im 4 Tag, scheißegal. Und dann ist aber halt scharf und dann wird kein Augen mehr zudrückt. Und dann ist halt spannend, was dann passiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass YouTube oder irgendeine andere Plattform am Sonntag in der Nacht auf einen Knopf drückt und auf einmal alle Kanäle weg, alle Videos weg, die irgendwie bedenklich sind oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Marini schreibt, ich denke, dass nichts gelöscht wird, weil es gibt ja auch noch alte Videos, wo rassistische Wörter kommen und N-Bombe und so weiter. Ja, vor allem, selbst wenn es bloß Parodien und Holznube! Und oder? Kriegst du auch noch die Tröte heute 5 oder was? Merci für deine Mitgliedschaft, Alter. Welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich dir Hube. Merci dir, danke schön für deine Mitgliedschaft. So, jetzt bei so Wacht. Jetzt. Machen wir das jetzt. Mögt sehen, was am Sonntag kommt. Da haben wir für die so spät da sind, es ist 5 nach 11 Uhr, Alter. Für die so spät da sind, kann man es noch schnell reinhauen. Haben wir bis jetzt so gemacht. Wer so lange da ist, der soll es auch schon 4 Tage vorher anhören. Kommt am Sonntag. Das Ding, manche von euch haben vielleicht auch einen ersten Teil schon gehört. Das habe ich jetzt nicht ganz fertig gemacht und noch mehr aufgenommen und so sauber gemacht, wie ich es halt kann. So gut wie ich kann. Und ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht lange rechtfertigen dafür. Das Ding ist auch schon seit 2 Wochen fertig. Warum kommt es dann erst? Ihr seid nicht, damit ich 5 vor der Sommerpause noch irgendwas habe oder so, sondern weil, wenn ich das fertig habe und auflade und dann vor allem auf die Musikplattformen lade, wie Spotify, Apple Music, ob es mir gefällt oder nicht, iTunes und alles andere, was es gibt, keine Ahnung, dauert oder gibt die Plattform vor empfehlungsmäßig, dass du das 2 Wochen vorher aufladest, damit die Zeit haben, die Plattformen, das halt einfach herzurichten und dass das da ist, dass der Algorithmus kicken kann. Dann kannst du auf Spotify deine Musik an eine Redaktion pitchen, das braucht mindestens eine Woche, lauter sein Scheiß, damit es in die Playlists landet und das möchte man natürlich als jemand, der Musik gemacht hat. Je mehr Leute das hören, desto besser. Ich meine, ich mache die Musik nicht, dass man hier höre, sondern dass irgendjemand von euch einen Spaß dabei hat. Es ist ein gemütliches Lied, der Sommerpause so gewidmet. Ich muss jetzt bloß einmal schnell selber aussuchen, weil ich ein Blinder bin und weiß nicht mehr, wo ich es habe. Ich habe ein Video habe ich nicht gemacht. Da habe ich mir fast überlegt, ob man da vielleicht einmal, weißt, da gibt es immer diese ultra peinlichen Dance-Scheiß-Clips auf TikTok, für die es eigentlich gemacht worden ist. Aber jetzt, wenn du einmal auf den Text aufpasst, und dann machen wir so eine Challenge, so eine Line-Challenge. Wer den lustigsten Clip zu der aktuellen Zeile halt machen kann, hat gewonnen. Und dann schneiden wir am Schluss die Besten in ein ganzes Video zusammen. Das heißt quasi, die Community macht das Video dazu. Das war das Beste, Alter. Das war eine super awesome Idee, Alter. Das war super awesome. Ihr sollt nicht schwul umeinander tanzen, das habe ich nicht gesagt. Aber eine Line-Challenge hört sich an wie eine Aufforderung zum Koksen. Tja, das kann ja jeder für sich so interpretieren, wie er das denkt. So, jetzt pass auf. Friends of the fucking Sun. Finals, da ist fertig. Birger, warum? Ja, das frage ich mich auch öfter. So, jetzt pass auf. Nein, da ist nicht das Video auf alle Fälle. Mein Gott, wenn du deine Videos, den ganzen Scheiß, wenn du so viel Ordner mit Videos hast, dass du deinen Scheißdreck nicht mehr findest, dann weißt du irgendwann einmal, was du die letzten 3 Jahre gemacht hast. So, jetzt passt so. Ich lasse ein Video ist keins, aber damit ein bisschen Bewegtbild dabei ist. Ich meine, das kennt ihr von den alten, was heißt von den alten? Von den letzten 5 Lieder, die ich gemacht habe, außer bei Da bin ich daheim. Da habe ich mir die Mühe gemacht, dass ich das aufwendigste Video meines Lebens da rein produziere. Und für das so lange dauert, ist es gar nicht mal so gut gegangen. Gut geworden. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich drehe jetzt da mal so ein bisschen. Ich schaue, dass der Dings nicht ausschlagt. Und dann lehne ich mich mal zurück, schaue auf die Reaktionen im Chat und ich hoffe, dass es euch gefällt, um Gottes Willen. Ich mag mir gar nicht lange recht, weil ich habe mir Mühe gegeben. Wem es gefällt, gefällt es. Wem es nicht gefällt, gefällt es nicht. So, bitte lehnen Sie sich zurück, bitte drehen Sie die Lautstärke auch, damit so, dass der Nachbar auch mithören kann. Und dann wünsche ich viel Spaß mit einem neuen 90 komplett Remaster namens Warum?
Ich kann überhaupt nicht Klavier spielen. Warum gibt's so viele Hipster in Sauberts enge Hosen? Und wieso gibt's so viele Gangster, die am Volksparkplatz posen? Warum müssen ihnen die Kinder Ronny, Mandy oder Kevin heißen? Wieso man bloß die Fettis, ich muss jetzt in Leggings umeinander reißen? Warum kann ich mich mit der McRib einfach nicht niedersauen? Wieso sind sie auf RTL gleich schwanger, wenn sie sich einmal anschauen? Warum brauche ich 4 Tage Reha nach einem halben Abend feiern? Und wieso nennen sie die dümmste Preisenfotzen selber an Kini von Bayern? Warum sind überall Kinder, die gestört miteinander schreien? Und wieso mussten du im Kino eine Stunde im Popcorn umeinander greien? Warum krieg ich mein Zeug nie wieder, wenn ich da Apps leih? Und wieso muss ich eigentlich springen, wenn mein Ödi pfeift? Hey, manchmal da frag ich mich fast schon. Wer wie was? Wieso, dass ich mich eigentlich frag? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Und wieso sag ich nicht lieber? Frag nicht so blöd. Warum? Oder was? Wieso? Das sagst mich, weshalb? Oder was denn nie? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Oder eigentlich gar keine Antwort nicht? Warum fragt sie der Preis? Ja, wie, wir sind alle deppert und frisst 5 Minuten später sein, ich weiß mit Treib von Ketchup. Warum kann ich in Pickelhaut nicht 10 Kilo Eimann kaufen? Wieso kann ich mein Drumschell nicht ins Nutella-Glasel tauchen? Warum muss ich die Wucht zur Weißbiermann für auf der Schüssel biersen? Wieso kann ich Kinder, Ficker, Wichser nicht einfach da schießen? Warum können Scheiß aus Straßen auf der Straße draußen nicht mehr grüßen? Woher wissen Leute mit Glotzen, weil sie das Gesicht waschen müssen? Warum sind unsere Opas immer am Werkeln und so fleißig? Wieso führe ich mich auf wie ein Depperl bei dem Ausweis, aber ich 30 Warum finden die Weiber Facebook-Sprich halt nicht oberpeinlich? Und wieso zum geschissenen Teufel, ich frag ihn eigentlich? Tja, manchmal da frag ich mich fast schon. Wer wie was? Wieso, dass ich mich eigentlich frag? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Und wieso sag ich nicht lieber? Frag nicht so blöd. Warum? Oder was? Wieso? Das sagst mich, weshalb? Oder was denn nie? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Oder eigentlich gar keine Antwort nicht? Warum sind Sachen wir sind? Wieso redst du bloß ein Schmarrn? Warum diskutierst du über Fußball, wenn's kein Ball nicht stoppen kannst? Warum müssen auf Twitch jede zweite Bitch knockert wird? Man, wenn man gar nichts kann, eigentlich automatisch TikToker? Warum glaubst du, dein iPhone ist nicht teuer, aber besser? Und seit wann zur Hölle haben wir eigentlich über 28 Geschlechter? Manchmal da frag ich mich fast schon. Wer wie was? Wieso, dass ich mich eigentlich frag? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Und wieso sag ich nicht lieber? Frag nicht so blöd. Warum? Oder was? Wieso? Das sagst mich, weshalb? Oder was denn nie? Wieso frag ich mich Blödsinn, auf den ich die Antwort schon kenn? Oder eigentlich gar keine Antwort nicht? Warum? Wieso? Weshalb? Wer wie was? Okay, weiter, was weiß denn nie wieder? Ja, mein Mikrofon ist gar nicht oben. Na, tschüss dann. Ja, hallo, ich bin wieder da. Jetzt müsste da der Sound wieder gehen, oder? Hallo. So, ja, wie gesagt, sehr gemütlich. Ich habe mir hingesessen und habe mir die wichtigen Fragen des Lebens gestellt. Ich hoffe, euch gefällt's. Es ist halt einfach sehr gemütlich. Da höre ich vorher außer, dass da mit Sicherheit Leute dabei haben, die sagen, mit Fahrt oder sonst irgendwas. Egal. Es hat noch mal wieder, da hat's straight nachdem wir über das Motivationsloch geredet haben, habe ich auf einmal so hart Bock gehabt, das zu machen. Dann habe ich einfach gemacht. Keine Ahnung. Nicht mein Bestes, aber gut. Man ist halt anders wie alle anderen. Es ist irgendwie jetzt Lied anders wie die anderen. Ich werde mir nicht her, ich weiß, ich kann es auch so machen und kann jetzt das weiß-blaue Karos und irgendwelche super epic Beats mir suchen und zusammenbasteln, da wo ich genau weiß, ja, hört sich alles genau so wie scheiß
weiß-blaue Karos, sondern machen wir halt weiß-blaue Karos 2.0. Das kann man auch machen. Nein, möchte ich aber nicht. Ja? Muss alles eine Mischung aus allem. Ja? Vielleicht kommen wir auch noch mal irgendwann auf die Idee, dass wir etwas Rockiges machen und was weiß ich, Alter. Martin sagt, Alter, mein Idol seit 100 Jahren. Bonn. Kannst du einen Schokomann aus Lecker im Allgäu essen? Ein Schokomann? Was für ein Idol? Was? Martin! Wo sitzt du? Mir ist wieder 6 Euro. Grüß einen Schokomann. Merci, Bussi, schön ist schon. Schön ist, wenn es schön ist, dann ist es schon schön. Merci dir. So. Ja genau, warum nennt man sie Kini vorbei? Was? Ja genau, warum nennt man sie Kini vorbei? Und so. Ja, das überlasse ich ihm jeden selber, wenn ich da meine. Kann man so lassen, sprenge, wenn er sprenge soll, kann man so lassen. Weißt du, was sie da sagt dazu? Kann man so lassen. Passt das. Richtig gemütlich für draußen sitzen. Das Lied war richtig gut. Janik, freut mich, Dankeschön. Ob's rockig ist, da ich mega feiern. Ja, aber das ist nicht so einfach. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist nochmal ganz was anderes wie so ein. Ja, kann man das Rap nennen? Nein, es ist kein Rap, ich bin kein Rapper. Scheiß Rapper, Alter. Es ist halt einfach eine Gaudi-Musik. Keine Ahnung, ich sitze mir einfach hier mal einfach. Metal wird es nicht geben. Metal wird's keinen geben. Was soll wir dann machen? Lieber Gott! Lieber Gott! Das ist Scheißtrick, Alter. Wenn du was Rockiges machst, dann bitte mit offenen Haaren. Hütensepp, das können wir regeln. Schauen wir mal. Absolut geiles Ding und absolut wahr. Manche Leute sagen absolut geil. Das ist was für mich aber schwierig zum Einschätzen ist. Dann, wenn ich mit dem Lied dann fertig bin, dann habe ich es so oft gehört. Also wirklich 1000-mal ist, glaube ich, übertrieben, aber 500-mal leicht. Vor allem während dem Machen, während dem Aufnehmen, immer wieder aufnehmen, umschreiben, aufnehmen, wieder. Mir hängt da irgendwann der Beat zum Hals raus. Ich kann es selber nicht mehr hören. Und dann bin ich irgendwann fertig und denke mir so, okay, ich sage es wie es ist, ich habe echt Zeit, Liebe und was weiß ich da reingesteckt, besser kriege ich es nicht hin. Und ich finde es eigentlich ganz lustig. Manche Zeile ist drin, da wo ich mir eigentlich so aber ist ja egal. Der Schlaubi schreibt, herzlich gut, danke, dass du uns immer wieder mit Musik versorgst. Gerne doch, das werde ich also schnell nicht aufhören. Aber wie gesagt, ihr müsst euch halt mit den Dingen gedulden. Ich mache die Sachen nur, wenn ich wirklich Bock habe. Und dann werden sie einigermaßen. Ne? So, das gefällt mir auch wirklich, da spricht auch wirklich die Realität an. Das versuche ich ja immer, glaube ich, in jedem Lied. Glaube ich, so ein bisschen. Bloß habe ich halt keinen Bock nicht über so nur ganz wenig Bock, so typisch politischen Scheißen, so, wenn ich nochmal mit einer Zeile ankratzen, ja, also ganz offensichtlich nicht. Was mich halt wirklich triggert und was mich halt wirklich interessiert und was ich halt lustig finde, aber gut. Einfach machen, ob das jetzt was für eine Musikrichtung danach kommt, irgendwann mal auf die Idee, Elektro zu machen, keine Ahnung, was weiß ich denn. Habe ich auch schon gemacht, derzeit nicht alle. So sehr lang her. Und eine Ex-Freundin hat mich letztens irgendwann angeschrieben und hat mir die Sachen gezeigt. Da kann man auch noch schnell einen raushauen. Das ist von 2003 oder so. Das ist aber mit dem Handy vom Kassettenrekorder aufgenommen. Und richtig geile alte Scheiße. Richtig geil. Pass auf. Muss ich erst sagen. Also richtig geil schlecht, Alter. Skrillex, ja, ich bin Skrillex sein Vater. Es ist so richtig oberpeinlich. Aber ist ja eh scheißegal, Alter, das ist 20 Jahre alt. Das ist mir wurscht, irgendwann hat jeder mal angefangen. Also pass auf. Also, da müssen wir uns aufhören. Ich weiß nicht mehr. Also, liebe Nina, falls du das sagst oder hörst und man hört jetzt da deine Stimme, learn it the hard way. Ich schicke einfach keinen, den mehr als 2 Leute kennen, irgendwelche Sachen. Also, warte, ich muss da schnell auf Play drücken. Ich hoffe, ihr hört was. Ich mache da wieder ein bisschen lauter. So, jetzt pass auf. Ich hoffe, dass wir das überhaupt hören. Und übrigens, den iPod, den habe ich schon. Ein iPod? Da, das war der Grund, warum ich nicht weiter. Nein, sag's nicht. Seitdem ich 17 bin. Ach, die ist so alt wie ich. Also wisst man, das ist ungefähr, lass mal 16 oder iPod. Jetzt pass auf, nochmal. Also, ich habe jetzt Chemo, böser Traum. Der Chemotherapie. Das habe ich ja auf MP3. Ja, die muss man schicken! Und nicht deine Sprachaufnahmen, scheiße da, die eine halbe Stunde dauert. Ansonsten habe ich nur 2 Lieder von Fexter. Der Gut, Fexter. Und Emo-Mann hast du ja selber. Ja, einen Emo-Mann habe ich selber. Habe ich leider nichts gesehen. Hast du leider nichts gesehen. Obwohl mir der Kackstift Express, ich weiß noch ganz genau, wie dir geschmeckt.
Den was bitte? Mir der Kackstift-Express, ich weiß noch ganz genau, wie dir geschmatzt worden ist. Achso, der Kackstift-Express, ja dann. Also, aber den habe ich nicht. Ich habe jetzt auch alte CDs. Du hast einen Kackstift-Express nicht! Vielleicht ist der Grund, warum. Ja, egal. CDs runtergeholt und alte CDs mal durchgekehrt. Sie hat sich wirklich nie gegeben. Wann die Aufnahmen, gute Frau? Fotos habe ich jetzt leider kein mehr gefunden. Oh, stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Da habe ich es angeschrieben wegen How to Birger 2, ob man da was hat. Warte mal. Für mich das Einfachste wäre... Ja, für mich das Einfachste. Ja, also ich muss... Für mich das Einfachste wäre, wenn man schreibt, anstatt schon Sprachnachrichten. ...quasi aufnehmen, weil es am iPod damals ist. Ja, und iPod. auf meinem alten Ja, der Kackstift-Express war ein legendäres Lied. Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Laptop. Vielleicht habe ich den sogar noch, warte kann ich mal. es quasi auch nirgendwo hinziehen. Jetzt kommt der Premium-Content raus. Weißt du, um 11:30 bei der Nacht, Weil mitten in der Woche kommt der Premium-Content. Jetzt halt einmal dein Fotzen-Kruzifix und gib mir ein Lied. Wie, guten Tag? Oh, da ist was. Noch was? Oh, Oleg, jetzt geht's weiter. Stell dir vor, du bist voll auf Thailand und kommt dies. Oleg, das ist der absolute Obershit, Alter. Was ist das? Oh, das ist Premium. Premium, oder? Du bist weg, weil den Schlagerfall. Da war ich noch nicht so weit. Jetzt schau ich noch einen Kackstift Express noch fit. Warte mal. Was haben wir da jetzt? Oleg. Haben wir uns das jemals... Alter, ich hab alles da. Ja, jetzt sehen wir, alle kämen viel zu viel. Alter. Du wennst jetzt dann meine Stimme hörst, Alter. Achtung! Yeah. Achtung auf Gleis 3 für ein. Der Kackstift Express. Planmäßige Abfahrt 17:30 Uhr, nächster Halt Landau Isar. Der Tiere-Teilvisage stinkt und mieft der Schimmelkäse. Also aus meiner Passage, sonst gibt's Pimmel in die Fräse. Guckst dich in den Lauf wie Pässe, denn ihr habt Schiss wie Bin Laden. Deine Crew sind alles Tutten und trefft dich nur zu Frauen aus. Nur zu Ranchen und zu Morden, denn der Style ist irgendwie Faden. Deine Crew sind alles Nutten und das erklärt, warum ich da bin. Absoluter Wahnsinn, Digga, kein Problem, um dich zu plätten. Es ist leichter, dich zu schlagen als einfach... Da war kurz die N-Bombe. Oh, da ist vielleicht ab und zu mal die N-Bombe gedroppt worden. Aber hey, keine Ahnung, was ich mir da anhöre. Entschuldigung, YouTube. Verdächtig in den Ketten, lass dich auf die Stirn heften. Meine Crew sind alle Spastiker, deine Freundin ist ein Mann, aber nennt sich schon Lastgas. Was sind das für Texte, Alter? Lass es dir auf die Stirn heften. Deine Crew sind alles Spastiker. Deine Freundin ist ein Mann, aber nennt sich Scholastika. Was? Oh, das ist absoluter Premium-Content. Premium! Drück Play, Alter. Losen beide Gamer, Mr. Chemo übertaucht, fick dich weg, Nigga, kein Ja, hör mir auf, jetzt das N-Wort zum Song, du Trottel! Was ist das für ein Schund? Oh, lecker. Damit gesagt, I take your entire stock of Kackschiff Express. Alter, leck mich aus! Der legt das gleiche Schema, hinten rein und oben raus. Noch eine Runde Pimmel essen heißt deine Freundin raus. Was sind das für Texte, Alter? Was ist das für Texte? Ständig das gleiche Thema, hinten rein und oben raus. Nach einer Runde Pimmel essen nennt sich deine Freundin Klaus? Das ist so legendary. Brauch hier keinen Applaus, einfach Blasen reicht doch aus. Bloß mir die Lichter hinaus, ich krieg den Geschmack in den Bauch. Ja, das ist alles, was ich brauch. Masse Chemotherapie, scratche jede Bitch in 20 Zeilen, der Rest bleibt stumm wie Mr. B. Alle Nutten fliehen in Richtung weg aus Chemos Platz. Bitch, auf geht's, mein Tipp kaufen, sonst gibt's Punches, mein Schatz. Glaubst du kannst gewinnen auf die Oh, Savas. Achtung auf Gleis 3 für ein. Der Kackstift Express. Der scheiß Kackstift Express. Es ist so schlecht, das ist schon wieder geil. So, jetzt müssen wir aufhören, weil sonst leck mich am Arsch, Alter. Leck mich an meinem haarigen Arsch. Jetzt müssen wir aufhören. Der Bürgerin rasiert mich so wie zwei. So. Made my evening, Alter. Langer Stream. Freunde der Sonne. Der hat's mir gefallen. Sonntag kommt.
YouTube, Spotify und alle anderen Musikplattformen das neue Lied. Ab in die Playlist damit. Ich hoffe, es gefällt euch. Es hat mir Spaß gemacht, Ihnen an diesem heutigen Abend ziemlich viel Bullshit zu zeigen. Und wo Kackstift Express her ist, haben noch so 7, 8, 9 Sachen, andere Sachen, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Und jetzt ist Ende Gelände. Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Day of the Tentacle ist eines der wundervollsten Adventures, die jemals gemacht wurden. KKC, die legendäre Klöten-Kommando-Crew, hat damals eine sehr steile Karriere vor sich gesehen, doch leider aus Gründen der N-Bombe wurde nie was raus. Und dann da ist so, schleichen wir uns ins Bett. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Helfen beim Spiel. An zum Beispiel den Roy Kurti. Und an einige andere natürlich auch. Vielen Dank an die ganzen Donations. Heute ist schon wieder komplett eskaliert. Ich weiß nicht, was da schon wieder los war. Vielen Dank an die neuen Mitglieder und natürlich auch an die alten Mitglieder. Und ich würde sagen, nächste Woche ist die letzte Woche der Streams. Und Video kommt bis dahin ein Video. Ja, der Short, den wir heute gesehen haben, vielleicht haben da mittlerweile jetzt oder noch 2 Stunden eine Leiterin, die noch nicht gesehen haben. Denn ich weiß nicht, ob ich ihn auf YouTube lade. Was sagt ihr? Ja, nein, keine Ahnung. Eigentlich ist es sehr wurscht. Und mit TikTok nerve ich euch schon gar nicht, weil das ist echt für mich ein Alleinunterhalterprogramm. Das ist mir echt wurscht. Da kann ich tun und lassen, was ich möchte. Eigentlich ist es ganz geil. Um TikTok zu verstehen, musst du zu TikTok werden. Und das habe ich heute endlich verstanden. Und wer hat mir dazu gebracht? Bürgerin. Schlaues Mädchen. da kommt nur ein niveauloser Dreck, oder? Passt die der Plattform an, läuft, passt schon. So, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Sonntag mit der Musik. Kommt dann als Premiere, wie das alles ist. Ab in die Playlist damit. Wenn euch das da gefallen hat, habt ein Like aus, was weiß ich, ist mir da wurscht, oder ein Follow oder ein Abo, Glocken und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und dann, da die sagen, sehen wir uns am Sonntag und dann spätestens nächsten Montag um 20 Uhr im vorletzten Stream. Was wir da deren, das weiß ich noch nicht, das überlegen wir uns dann, da diskutieren wir am Sonntag im Discord und jetzt schleicht euch ins Bett. Vielen herzlichen Dank, auf Wiedersehen, habe! Wahrscheinlich ist Bierin schon im Bett, die rasiert mir jetzt, wenn ich auf